Gut, dann warten wir halt nicht auf den Sprengmeister. Was wollen Sie? Was zur Hölle wollen Sie? Kruzifix, wieso ist denn eigentlich meine Kamera schon wieder nicht da, wo es eigentlich hingehört? Was machen wir das mal? Müssen wir direkt die Kamera schon wieder nicht da. Wieso hör ich mich selber? Wo ist der Timmy Boy? Müssen wir direkt Timmy Boy ist nicht anwesend. Bin ich auch nicht anwesend. Gut, dann fickt's euch. Bis dann, tschüss dann. Das ist ein wenig eng. Kann ich fast nicht ganz aus dem Bildschirm rausfahren. Das ist wirklich ein wenig eng. Kruzifix. Evans, Birger, Montag, letzter Stream, sagst nix mehr. So, jetzt müssen wir erst einmal mit der Monitorsituation, habe ich mich noch nicht arrangiert. Jetzt bin ich nicht gewohnt, dass hinter mir kein Greenscreen ist. Kannst du es riechen? Kannst du es riechen? Noch nicht ganz, aber halbert. Kannst du es riechen, ist meine Frage. Riechen! Urlaub, Bitches. Jetzt kriegst du mir jetzt einmal einen Sauf rein. Habe die an! Die Nadine an den Jodelmax, an den Zangelsepp, an den Forest Squad, an die Anuta, an den Bayertom, an den Sprenger, an den Löwensepp, an den Basti, an den kann ich lesen selber schon wieder, an die Hanuta nochmal deswegen und an die Michaela. Michaela! Ich bin auch da! Zeit ist morgen. Zeit ist morgen! Mehr als 11 Monate. Stefan! Oh, leck 91. 91 Monate! Endlich wieder ein gescheiter Stream. Ich hab schon gemeint, du bist verschollen. Ich sag's, ich habe erst, glaube ich, hab ich nicht erst letzten Mittwoch oder Montag einmal nach dir, habe ich dir mal erwähnt, so. Warum hast du auf einmal Stefan S91? Kannst du nicht normal über Stefan 91 heißen? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Oh, ja, chillen. Wer ist denn dran? Stefan, merci dir. Winky, merci für den 50. Der Birger, kannst du kurz deine 2-3 Highlight-Orte in Griechenland sagen? Ich überlege heuer da hin zu urlauben und hat mich über einen Tipp gefreut. Thanks. Meine 2 Lieblingsortschaften sind auf Kreta, Malia und Stalis. Das letzte Mal zwinkernder Smiley, just MÖRCY, Euda, außer am Strand umeinander liegen und fressen, tue ich da nichts. Halt doch einmal mit deinem Sauropoden-Scheiß! Wirst du hören, halt, wenn hinter mir kein Greenscreen steht, ist absolut narrisch. So, jetzt passen wir aber. Tommy! Mir ist für den Sechser. Dino Tono, merci dir. Herr Ginsel, merci für 95 Monate. Habe tritt und auf einen hervorragenden Blättschmerz. Der Urlaub steht vor der Tür, fehlt nicht mehr viel bis 100. Fehlt wirklich nicht mehr viel. Das ist beängstigend. So wieder, das ist beängstigend, sagt der ich. So, wird man übersehen. Fast Auto übersehen, merci für 27 Monate. Habe die Ehre, nochmal Resub vor der Pause. Merci dir. Hoffentlich nach der Pause, ja! Da zeigt sie wieder, wer loyal ist und wer nicht. Wer nach dem Urlaub noch grün ist und wer nicht. Nachtmodus ein. Ja, geil, so ist Licht ausmachen hinter mir. Ich bin auch ein bisschen irritiert, ob das gut ist oder so. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, Kamera ist auch nicht so hundertprozentig geil. Und ich so, oh, wieso ist die so heiß? Die ist so heiß, was ist denn da los? Jetzt chillt's halt, lasst uns den Blättschmerz machen. Blackbimmer, jetzt hat schon mal einen schönen Urlaubmeister, sag ich, merci dir. Ich hab zwar noch ein paar Tage dann was zum tun, aber spätestens ab Donnerstag Mittag lege ich mir Zeige und sag, fickt euch mit eurem Scheiß. Watson, Donny, merci für deine 50 Monate, Chef, die 50 sind voll, ich wünsche dir einen schönen Urlaub, wenn es soweit ist. Hau rein, kann leider nicht live dabei sein. So nicht! Nachschau's Gott, ich glaube, es gelungen. Na, Fireblue! Kruzifix! Du musst mir irgendwas an deinem Namen oder sowas ändern, weil irgendwie, ich weiß nicht warum, dein Dono auftaucht und zuck und sie ist weg. Manchmal kommt's gar nicht. Der jetzt zurück, merci dir, Schluss jetzt mit deinem Kack. Kruzifix! Das war 2 der letzten Wochen und du weißt es. Fireblue, merci dir. Halt mir nicht Firestone. Merci für 26 Mal. Der Birger auf einen geilen Stream, danach schönen Urlaub, Grüße aus Burg Lengenfeld. Schönen Grüß zurück. Nee, ja. Baxi, merci für 65 Monate. Grüß Gott, mein Büber da, schönen Urlaub, Birger. Merci dir, Löwenmann, habe ich dir, Birger. Wahnsinn, schon wieder Sommerpause. Fahrt ihr in Urlaub fort und wenn ja, wohin? Ja, fahren wir, Kreta, wo auch sonst. Hashtag Osserbier. Lass dir schmecken. Tommy, merci dir. Ginsel, merci. Firestarter, merci. Winky, merci. Es gibt so keine Highlight-Dinger nicht, wo du hinfahren musst. Das sagt ich. Fahr da hin, leg den Strand, genieße die Gastfreundschaft und lass den Arsch lecken. Fertig. Der Devil Driver, mein Annex-Blade-Schmerz, den gibt's halt auch noch. Da kannst du mal Gift draufnehmen, aber das machen wir erst am Schluss. da habe ich gleich 200 Leute befüllt, wenn es um mein eigenes Spiel geht. Das interessiert dann aber keinen. Kai, versteh nicht! Toni, merci für deinen 10er. Schon wieder soweit. Merci für 10 Monate, Alter. Switchblade, mehr als 20 Monate. Metal Leute zurück. Es ist wirklich narrisch. So narrisch war es noch nie. Also vor allem seit Februar ist Zeit. Zack, es ist dann gleich August. Was soll ich sagen dazu?
Dann ist der August, der ist auch von Urlaub geprägt, der ist sofort vorbei. Bumm, dann ist September. Dann nur 3 Monate, dann ist das Jahr vorbei. Was haben wir 2026 da? Nix. Herzlichen Glückwunsch. Muss ich die Frage stellen, was ist Annex? Schnauze, ich fange nicht. Das Grundspiel wird nicht mehr erklärt und hergezeigt. Das glaube ich, das haben alle inhaliert. Sepp, mehr als 4 Monate. Moinsen, schaut jetzt deine alten Visage-Stream. Ich schmeiß mich weg. Einfach mega PS, schönen Urlaub. Visage war anstrengend, ja. Wenn du es noch nicht gesehen hast, empfehle ich Madison. Hast noch mehr Spaß. Das war noch mit 3 Level schlimmer wie Visage. Visage hat ganz schwer davon gelebt, dass so eines der ersten Horrorspiele seit langer Zeit damals war. Bei mir zumindest. Zappal, das ist auch Zeit, du weißt das! Terry Birger ist schon wieder Sommerpause. Zeit wo? Über das unterhalten wir uns nicht mehr. Zeit wo? Über das unterhalten wir uns nicht mehr. Aber weißt du, was wir jetzt tun müssen? Jetzt müssen wir, was ich vergessen habe heute, das kann ich am letzten Tag kann ich es nicht vergessen. Jetzt muss ich schnell auf irgendeine Art und Weise eine scheiß Instagram-Story und auf Facebook posten, dass ich quasi jetzt der letzte Stream ist. Das habe ich jetzt einfach übersehen. Warum habe ich das übersehen? Weil ich bei den Annex hängen geblieben bin, wie jedes Mal. So, ihr könnt dabei weiter resetten, leckt's mir am Arsch, Kruzifix. So, hier, da ist sogar tatsächlich Sommerpause. Ich hätte es sogar schon vorbereitet, Jahi. Ja, was soll ich machen? Sag mal, was soll ich machen? So, Bild herunterladen. Weil man muss ja maximal umständlich machen. Instagram, ganz furchtbar wichtig. Aber die Scheiß-Stories sehen auch immer noch 5.000, 6.000 Leute. Jeden Montag, jeden Mittwoch, immer. Manchmal vergiss ich es da. Ich habe übrigens immer noch, das ist das Allergeilste, das wissen jetzt bloß die absoluten OGs, die wirklich schon seit 8, 9 Jahren dabei sind, wirklich seit Beginn. Da hat ja irgendjemand, ich habe am Anfang nie einen Instagram-Account gehabt, nie. Mein Gott, ich lasse 2 Jahre gemacht, aber ist mir wurscht. Ich habe nie einen Instagram-Account gehabt, Löwensepp, merci dir. Rest, Nikos, merci, Gangsterproof, merci, dann Nuvius, merci. So. Habe ich nicht mehr übersehen, hilft jetzt nicht. Hab keinen Instagram-Account nicht gehabt. So. Dann hat aber jemand anders Birger Lachs als Instagram-Account gemacht. Also ein Zuschauer von damals, der ist wahrscheinlich schon was über, der ist halt nicht mehr da. Das war ein Kind noch. Ich glaube, der war noch nicht mehr, der war 15 oder so, ist so wurscht. Dann habe ich auch geschrieben, so mit, war geil, wenn ich das Passwort kriegen kann und so. Habe ich gekriegt. Und dann habe ich mir mal mein eigenes Profil so angeschaut, habe ich das versucht so einzurichten und so weiter und so fort. Leider kein Vierer davor. Wiege aktuell 150,5 Kilo. Ja, Wolfrick. 151,9. Dann stehst du jetzt auf und gehst ordentlich zum Scheißen und zum Pissen und dann kommst du wieder und wiegst die nochmal. So schaut's aus. Ja? Das Ziel um ein halbes Kilo verfehlt. Wo haben wir angefangen? 178 oder so. Presst einmal ein F. Presst mal ein F für den Herrn. Das ist eine Leistung. Ich habe nämlich meine Laufkarriere vor 2 Wochen schon wieder an den Nagel gehängt. So, jetzt pass auf. Und Instagram habe ich mich nie recht gekümmert und so. Wenn ich mal einen Short mache, alle 5 Jahre, dann lade ich da was auf. Ja, passt schon. Und dann schau ich so, und dann steht dort, gefolgt 2923. Das heißt, der 15-jährige Lackel hat 15, also über 3000 Konten gefolgt. Pass auf, jedes Mal, wenn ich mich in Instagram einlogge, ist das erste, was ich sehe, das. Nur irgendwelche, warte, ich scroll einmal weiter. Warum ist denn jetzt da TikTok? Warum kommt denn in Instagram TikTok-Werbung? Ich kann nicht einmal durchscrollen, weil Werbung kommt. Ich verstehe es nicht! Gott, Instagram ist nach wie vor dieselbe Scheiße wie vor 8 Jahren, heute noch genauso. Wer aktiv Instagram, TikTok oder sonst was von der Rotze benutzt, ist ein geistig Behinderter. Du bist zurückgeblieben und du weißt es. Du bist behindert. Okay? Wer durch Instagram oder irgendein Bullshit scrollt, dem ist nicht mehr zu helfen. Punkt. Ich kann es nicht anders sagen, ich check's nicht. Ich check's einfach nicht. So, Handy wieder dahinter angesteckt, hinter den Monitor geworfen und da liegt es in den nächsten 3-4 Monaten, 4 Wochen. Es ist in aller Deutlichkeit zu sagen, wer Instagram aktiv benutzt, ist ein geistig Behinderter. Ende der Ansage. Keine Ausrede und auch nicht, nein, aber weil er, ja, mei, ein bisschen, nein, nicht ein bisschen. Du bist voll behindert. Kernbehindert. Okay? Danke. Aber die Mama hat gesagt, nein, die Mama hat bestimmt überhaupt nichts gesagt, weil die gar nicht weiß, was Instagram oder TikTok ist. Okay? Nein. Punkt.
Und die Scheiße ist dafür verantwortlich, dass er jeder, wahrscheinlich auch doch herin, mich eingeschlossen, ich bleibe auch ab und zu in YouTube-Shorts hängen, so ist das nicht. Und ich bin auch geistig behindert, ich nehme mich doch nicht aus. Okay? Aber wer das regelmäßig tut, der braucht sich nicht wundern, dass er eine Aufmerksamkeitsspanne von einem 30 Sekunden hat. Braucht sich nicht wundern. Braucht sich nicht wundern. Macht alles kaputt. Wie soll ich dann Arbeitszeitbetrug machen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Was hast du denn vorher da? Was hast du ohne Handy da? Viel mit zum Scheißen gegangen. Ja, ist doch nicht mehr. Hallo, darf ich mich vorstellen, ich bin geistig behindert. Ja, war ja Tom. Sind wir alle. Das ist wirklich, aber Instagram ganz speziell. Wenn ich unterm Durchwischen hängen bleib, weil irgendeine Werbung lädt und dann steht auf einmal TikTok dort. Da frage ich mich, Alter, das ist wie wenn die Landshuter Werkstätten in die Lebenshilfe fahren und da Werbung machen, dass sie behinderter haben als die anderen. Versteht ihr? Versteh ich nicht. Das beste soziale Netzwerk ist nach wie vor eBay Kleinanzeigen. Stimmt. Meine Mama ist vor 10 Jahren gestorben, also die konnte nichts sagen dazu. Die dreht sich im Grab um. Ich weiß schon, da machen wir keine Witze drüber, Entschuldigung. Arbeitszeitbetrug, hab damals Breaking Bad am Scheiß auf meinem iPhone 3 angeschaut. Da habe ich eine Geschichte habe ich die Geschichte des Arbeitszeitbetrugs in meinem Leben eigentlich jemals erzählt, in meiner allerersten Firma, wo ich gearbeitet habe, von 2004 bis 2010, da wo ich ja gelernt habe und dann ausgelernt war und nach 3 Jahren habe ich mir gedacht, du bist ja nicht ganz sauber, ja, ich mache jetzt nicht mehr. Habe ich das schon mal erzählt? Also ich nenne selbstverständlich keine Namen und so, ist ja vollkommen wurscht. Habe ich eine Abmahnung kassiert, da habe ich lachen müssen, ich und 2 Kollegen. Aber waren wir halt da so drin, das war eine Internetagentur. Also habe ich gelernt, Internetseiten machen, hier Mediengestalter, bla bla bla. So. Und ich habe schon gesagt, der Mr. DM! Ich wollte gerade sagen, das ist aus deiner Portokasse. Für die Urlaubskasse, du Hashtag Geldgeiler. Das war schon immer. XXXXER. Mr. DM, Kuss auf die Nuss. Dankeschön. Dank so leid wie ein Mr. DM oder ein Fireblue und alle anderen muss ich keinen Arbeitszeitbetrug mehr betreiben, weil ich weiß nicht, was es ist. Außerdem kommt mir jeder zuschauen da beim Arbeitszeitbetrug. Und bei meinem anderen Arbeitszeitbetrug nicht, aber wenn ich da Arbeitszeitbetrug begehe, dann betrüge ich mich selbst und das ist ja nicht so schlau. Das ist doch nicht so schlau, heißt. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es ist einfach nicht so schlau. Skulls Live! Hauptdruck das Wien zurück aus Friesach für den letzten. DRRRT aus Wien. Zurück aus Friesach für den letzten. Für den letzten was? Für den letzten Hosensack? Für den letzten Schleiderer? Für die letzte Weißwurst, für die letzten 5 Hosenklepp, was ist da los? Ich weiß schon, was du meinst. Das ganze Letzt, danke dir. Mr. DM, Dankeschön, schöne Grüße in die Schweiz, Kuss auf die Nuss. Schluss jetzt mit der Rundonetterei, wenn ich was verzeihe. Also jetzt pass auf, ich hab doch schon einmal Annex. Jetzt holt euer Fotz, seid ihr nicht ganz dicht, nein, Schluss! Hab ich endlich gekündigt. Endlich gekündigt, I am free. Ja, freilich, dann mach dein Konto lau und schieb's zu mir um. Das macht voll viel Sinn. Wobei, du kriegst jetzt dann wahrscheinlich Arbeitslosengeld, wahrscheinlich mehr als du gearbeitet hast. Darum ist es eh wurscht. Fireblue, merci dir. Danke dir. Ohne Scheiß jetzt Schluss. Das ist 2 und das ist narrisch. Dankeschön. Ich meine wirklich jetzt ernst. Schluss, aus, pfui Teufel, lasst mir endlich was erzählen. Jetzt kommt der Ätzchen mit dem Zwiegel ums Eck. Schöne Grüße aus Oberösterreich. Sag ich, schöne Grüße aus Niederbayern. Du bist nicht angezeigt, wieso nicht? Ich versuch's zum Retriggern. Etsy, du alles, was ich kann. Wieso wird's nicht angezeigt? Ich versteh's nicht. Ich krieg's sie privat drücken. Jetzt schon, da, weil wieder alles verschoben ist. Ja, das riecht der Bürger schon nach der Sommerpause. Seit wann sage ich das? Seit 2021 oder so? Etsy, merci dir, schöne Grüße zurück. So, also, jetzt hat Pause mir beobachtet. Da, haben wir da so gesessen und haben halt diese wirklich zähe Arbeit vollbracht. Also, wir waren zu dritt. Und das war so Mitte der 2000er. Und da haben alle Browser-Games gespielt. Und Browser-Games waren voll super und keine Ahnung. Und da habe ich auch schon gern Computer gespielt damals und so. Und dann hat mir gedacht, so mit so einem Browser-Game, das kann nicht so schwer sein! Ich bin auch heute noch kein Programmierer, aber damals noch viel weniger. Ich kann bloß Dinge gestalten und Layouts machen und so eine Geschichte. Aber das, was funktioniert so, das habe ich nicht kennen, aber das hat mich interessiert. Und dann habe ich da daheim so angefangen. Dann bin ich sehr schnell an meine Grenzen gestoßen. Und dann habe ich natürlich einen von meinen Kollegen gefragt, der tatsächlich Informatiker war. So mit, hey, du kommst dazu, ich sag dafür, wie es funktionieren soll und wie es ausschauen soll, du machst, das funktioniert. Ja, dann haben wir das so gemacht. Und das hat richtig gut funktioniert. Schluss jetzt! Merci dir, Kuss auf die Nuss.
Und das hat richtig gut funktioniert. Also da haben wir lang umeinander. Es ist spät, damals hat Aqua geheißen, relativ gleiches Spielprinzip wie jetzt Annex, bloß nicht ganz so weit. Also so weit haben wir nicht gekommen. Damals haben wir gedacht, wir haben schon fertig, aber es ist ja vollkommen wurscht. Und so weiter und so fort. Ja, und irgendwann hat sich das halt so eingeschlichen. Dann habe ich noch einen zweiten Kollegen gefragt, weil wir gespannt haben, das ist ganz schön viel Arbeit. Leckt mich am Sack, du. Ja, und das gehört reworked und das, ja, weißt du was, du das deiner mit. Dann waren wir zu dritt, dann haben wir nach der Arbeit zu mir gegangen, haben wir da zu dritt am Schreibtisch geguckt und haben stundenlang umeinander gewerkt und am Wochenende und keine Ahnung. Also völlig eskaliert. Das hat einigermaßen gut funktioniert. Da die damalige Währung hat Bubbles geheißen, du hast Bubbles kaufen können, ja, unter Wasser blasen und für die hast du dann Sachen kaufen können und so. Ich sage jetzt einmal, es ist Annex unter Wasser. Ja, im Prinzip ist Annex unter Wasser. Schaut ganz genau aus, weil du kannst ja kein Unterwasser nicht darstellen. Damals sowieso schon gleich 5-mal nicht. Damals gab es noch so Probleme, wie wo jeder, da rennen noch Leute mit dem Internet Explorer 6 umeinander, das muss für da auch funktionieren. Das war nicht so geil. Aber ist ja vollkommen wurscht. Ja, auf alle Fälle hat sich dann irgendwann einmal so eingeschlichen, so, Moment einmal, das wollen wir richtig anstellen. Vor allem der Sonne, dann kaufen wir uns nächstes Jahr ein Segelboot. Und ich behaupte bis heute, wenn ich die richtigen Leute gefragt hätte und nicht so jung gewesen war und wirklich keine Ahnung von irgendwas hatte, was Betriebswirtschaftlichkeit und so einen Scheißdreck betrifft, dann wäre das möglich gewesen. Haben wir übersehen, waren wir zu jung, hilft nicht, scheißegal. Auf alle Fälle hat sich dann da einmal so eingeschlichen, ja, das in der Arbeit, der langweilig außerdem kontrolliert sich keiner. Und dann haben wir halt, ich sag jetzt mal den ganzen Vormittag von so einem Arbeitstag, halt nicht das da, was wir eigentlich da hätten sollen. Wir haben dann unsere Arbeit 5-mal so schnell erledigt, wie wir können haben und haben dann halt an unserem Spiel umeinander gewerkt und so. Irgendwann ist das dann doch mir aufgefallen anscheinend, weil, weißt du, wie es ist, gehst du mal zum Raucher, hast einen Tab noch offen von irgendwas, irgendjemand geht dann im PC, sagt das und so weiter. Dann hat der Chef, mehr oder weniger, oder der Handlanger vom Chef, Spy-Software auf dem PC installiert, ohne dass wir es mir mitgekriegt haben. Die alles trackt, was wir tun. Also alles, was wir anschauen, wann, wie, wo. Und irgendwann eines Tages gibt der Chef so auf und sagt, so, du, ab ins Büro. Hat man am Tonfall schon gemerkt, so, oh. Leider kann ich da jetzt keine weiteren Details nicht erzählen, weil wir da drin gesessen sind, vor allem ich und ein anderer, wir haben zu zweit drin gesessen, nicht alle drei, wenn ich so drüber nachdenke. Und dann haben wir eben diese Ansage gekriegt mit dieser Zettelwirtschaft, so von wegen, was wir wann, wie alles da haben und was das soll und keine Ahnung. Aber keine Schmuddelseiten, nein, Schmuddelseiten waren nicht dabei. Und dann haben wir Abmahnung kassiert. Dann hat es irgendwie gesagt, so, ja, ganz böse, warum jetzt denn das und so weiter. Ich habe gesagt, ja, was weiß nicht, was soll ich jetzt da sagen dazu? Was erwartet ihr jetzt für eine Antwort? Was erwartet ihr jetzt für eine Antwort, was ich da jetzt die ganze Zeit da habe? Und warum? Sag, was erwarten Sie für eine Antwort? Was soll ich jetzt da sagen dazu? Gib mir meine Abmahnung und halt dein Fotzen, weil es ganz genau weißt, dass du mich nicht rausschmeißt. Weil wenn du mich rausschmeißt, ist keiner mehr da, du Trottel. Das habe ich natürlich nicht gesagt, aber das habe ich mir gedacht. Ja, ganz genau, jeder andere, ohne Scheiß, wir haben das in einem Ausmaß betrieben. Da geht es nicht um ein paar Stunden, ja. Wir haben dann kurz drauf, alle, die ganze Mannschaft übrigens, die ganze Mannschaft in dieser Firma hat auf den gleichen Tag gekündigt. Also wir sind alle gleichzeitig gegangen. Ich weiß bis heute nicht, ob es die Firma dann zerrissen hat oder nicht. Normalerweise muss es zerreißen, weil kein Mensch mehr da war. Die ist mir auch vollkommen wurscht, aber so verarschen lasse ich mich nicht. Außerdem ist es natürlich hochgradig illegal, was der Chef da gemacht hat. Das, wenn ich gewusst hätte, dann gehen wir mir da mal schief als Arbeitsgericht und dann zahle ich nicht meine Unterstunde zurück, sondern du mir eine dermaßen Strafe, dass du nicht mehr weißt, was du wohnst. Da kannst du mal von Glück schmatzen, du Spacken, dass ich das damals nicht gewusst habe. Oder dass ich damals noch so jung war, dass ich mir gedacht habe, ja, hoffentlich passiert nichts und ja, wird schon passen. Auf alle Fälle haben wir dann alle gekündigt. Bei mir, ich habe ungefähr 2,5 Wochen, 3 Wochen nacharbeiten müssen. Da habe ich gesagt, du kriegst von mir keinen Cent, geh nicht, der Trottel. Ich bleib 2,5 Wochen länger da und mach noch fertig und um Punkt 5 an dem und dem Datum gehe ich da raus und komme nie wieder. Und das war meine Erfahrung mit Arbeitszeitbetrug. Hoffentlich erzählt er nichts der Mama. Ja, so weit war es nicht. Aber ja, meine letzte Donnerstag hast du aber ignoriert. Wolfric, das sollst du nicht einer donaten, sondern ach ja, mein Bruder wurde gestern 28. Grüße mal. Ich kenne deinen Bruder nicht. War dein Bruder schon mit euch reden? Ich weiß nicht, ich bin vor 12 Jahren 28 geboren, hab mich da jemand gekriegt? Nein! Hat dein Bruder 30 Kilo abgenommen? Nein! Was soll das? Wie heißt der? Wolfric 2? Glaube ich nicht. Cat Lady! Einfach mal danke und miau. Cat Lady. Einfach mal Danke und MIAU. Du hast ein blaues Icon an deinem Namen drauf. Der Einzige, der hier in der Dankeschön sagen muss, bin ich, nicht du. Merci für den Zehner. Schluss jetzt mit Donaten. Dankeschön.
Das war kein Arbeitszeitbetrug mehr, das war Arbeit neben der Arbeit. Ja, ich sage mal, mein Angestelltenverhältnis wurde dadurch leicht eingeschränkt. Dafür haben wir mir zum Beispiel, wir haben damals auch eine Firma, ich habe GBR angemeldet damals, die glaube ich haben wir ihm damals auch nicht gemeldet. Das ist auch was, das muss deinem Chef normal melden, damit der feststellen kann, das beeinträchtigt aber nicht deine normale Arbeit. Ja, doch, hat's. Sehr sogar, für sehr lange Zeit sogar. Und ja. Arbeitszeitbetrug ist hinter Breitband hingestellt und gesoffen. Das sagt mir gar nichts. Das ist mir, da ist mir der Biffig geschmeißt. Das ist groß. Also, was habt ihr im Urlaub vor? Corinna, das ist ziemlich schnell beantwortet. Absolut fucking nothing. Wir fliegen mal einmal eine Woche fort und ansonsten werde ich nur umeinander liegen und schlafen. Stimmt auch nicht ganz. Ich werde diese Woche, ich bin seit 3 Wochen wirklich hart süchtig. An meinem eigenen Speiwerkeln. Ich schlafe am Tag momentan, glaube ich, so grob 4 Stunden. Wenn es überhaupt so viel ist. Und das schon seit ein paar Wochen, weil ich nicht aufhören kann. Und ich stehe immer so, mitten unter der Woche so, ich sitze da, fange irgendwo so, lalelu, ja, wird schon passen. Und dann höre ich einfach mit Fehlpfeifer, wenn es hell wird. Sky Coaster! Da war hingehört! Herr Sky Coaster im letzten Stream der Saison. Kommst du daher? Ab in den Chat, da habe ich einen Sky Coaster, wenn er mitmacht, ist ein Ground Coaster. So, passt. Merci für deine Mitgliedschaft und welcome to the squad. Ich bin die nächsten 4 Wochen nicht da. Ich hoffe, das ist dir bewusst. Das heißt, du kannst resubben im ersten Stream, wenn ich wieder da bin. Am 31. August müsste das sein. Das ist in 1, 2, 3, 4, in 5. Das sind 5 Wochen. Ja, ich weiß schon, wir haben am Mittwoch den Stream so ein bisschen gecuttet. Ist mir da irgendjemand wirklich bass? Sag! Da irgendjemand bass! Bist du in Eve noch aktiv? Nicht mehr so. Meine Schiffe halt schon aus der Zone geflogen und so. So, ich log mich jeden Tag einmal ein, um die Dailies zu machen und so. Naja. Herr Gren! Merci noch jetzt 19. Smiling Face with Halo. Merci dir. Kein Buffet! Bürger, manche Daten das Betrug nennen. Ihnen ins clever arbeiten statt hart, so schaut's aus. Ja, aber wenn ich jetzt der Chef war, ich sag's jetzt freiwillig, wie es ist, wenn ich der Chef bin und ich hab 5 Angestellte und 3 davon erwische ich dabei, dass die monatelang jeden Tag in der Früh 2-3 Stunden irgendwas anderes machen, wovon ich nichts hab, dann gehst du am gleichen Tag, machst du den PC auf, stehst auf und gehst und kommst nie wieder. Und dann verklage ich dich nur so, dass du nicht mehr weißt, wo du wohnst. Allerdings, wenn ich da Spy-Software auf dem PC installiert habe, was übrigens nicht erlaubt ist, mal an jeden. Ich weiß nicht, ob sich mittlerweile da was geändert hat, das weiß ich nicht. Ich kann mir es aber nicht vorstellen, falls irgendjemand früher am PC arbeitet und da ist irgendeine Software installiert, die prüft, ob du da bist oder nicht. Ja, im Büro. Was? Ja, genau, die zum Beispiel sagt, was soll jetzt das? Gott auf Urlaub am Bauernhof, Mai-Bauernhof. Oh, Spiegmeister. Merci für den Fünfer. Habe ich die Ehre erst einmal. Und ist dein Bauernhof? Kann man da Urlaub machen? Gibt's da Babykühe zum Streichen? Das war geil. Das war geil. So, wo haben wir jetzt stehen geblieben? Dann ist das illegal. Und zwar krass illegal. Ich glaube, es ist was anderes mit dieser Remote-Arbeit, über Teams, wo festgestellt wird, bist du am Rechner und so. Das ist, glaube ich, was anderes. Da ist mit Sicherheit irgendeine Art Regelung vorhanden. Kenne ich mich nicht aus, aber interessiert mich auch nicht. Aber wenn du im Büro bist, beim Chef und da ist irgendwas installiert, das trackt, was du tust und so, ist hochgradig illegal. Möchtest du bloß gesagt haben? Ja, da kannst du richtig schön Druck machen in der Personalabteilung oder bei deinem Chef, wenn das aufkommt. Kameras sind nicht erlaubt, aber Big Brother is watching you. Ja, das ist wieder was anderes, man, wir regen uns alle drüber auf, wie Google trackt alles, was du tust und so weiter. Ja, 5 Sekunden später hast du ein Smartphone in deiner Hosentasche, du Vollidiot. Das ist eigentlich die geilste Verarsche auf der ganzen Welt, die Leute, die so paranoid sind, dass der Staat alles weiß und so weiter. Da gibt es ein paar Sachen, da muss man aufpassen. Ja, das ist schon klar, ich nehme auch nicht alles, wie soll ich sagen, wie zum Beispiel das kurz durchgewunkene Gesetz der Chatverlaufkontrolle und so, da wo sich jeder denkt, ja, diese Beamtenaffen da, die checken eh nicht, bis die da irgendwas in meinen Chats finden oder nachschauen, das ist doch mir wurscht. Das machen keine Beamten mehr. Das machen KIs. Und die sind verdammt gut und verdammt schnell. Aber das haben wir schnell mit durchgewungen. Jetzt ist dann Sommerpause.
WM war, das hat keiner gespannt. Hoppala. Dann war die Abmahnung nicht mal gültig. Eigentlich war die Abmahnung auch nicht gültig, ne? Die habe ich auch gar nicht mehr. Weiß das jemand, wie sowas verläuft, wenn man eine Abmahnung kassiert? Muss man die seinem nächsten Arbeitgeber zeigen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich habe dann die Arbeit gewechselt damals. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe mit dem auf freundschaftlicher Basis sehr, sehr gut verstanden. Ich glaube, dem habe ich erzählt, was ich da habe. Der hat gelacht. Der hat gesagt, der hat einfach gelacht und hat gesagt, ja, Alter, wer den mit 900 € nicht daheim schickt, der hat es auch nicht anders verdient. Nein, muss man nicht. Für was gibt es da eine Abmahnung? Ich weiß gar nicht mehr, was da drin gestanden ist. Ja, da, im ersten habe ich Ziel gekriegt. Ich unterschreibe, ja, Dankeschön, passt schon. Zusammengeknuddelt und wahrscheinlich irgendwo eingeworfen. Ist nur eine Warnung für die. Ich weiß nicht, wie lachen müssen. Das war eine kleine Firma gewesen. Da waren nicht viele Leute drin. Ich weiß auch noch. Da haben regelmäßig auch Leute gekommen, die haben sich beworben. Und die haben dann so, ja, kannst du auch gleich anfangen, ist eh klar, das hat er halbe mitgenommen da, wenn die Arbeit nichts gekostet hat, das ist eh klar. Und dann haben sie die über reingesessen und Vormittag war der Chef eigentlich nie da, nie. Der ist aber erst Mittag irgendwann dahergewandelt. Wir haben uns auch eigentlich die ganze Zeit gefragt, was tust du eigentlich den ganzen Tag? Was tust du eigentlich den ganzen Tag? Kommst du irgendwann Mittag daher, was tust du eigentlich? Ja, recherchieren. Was recherchierst du da denn? Ja, ist eh wurscht. Und die haben dann da gesessen, mit denen haben wir uns dann so ein bisschen unterhalten und die haben natürlich... Mein Sauhaufer, wir sind wieder du. Chevoas und jetzt SI an Marillenspitz. Für Teufel. Mahlzeit und an schönen Urlaub. Lass das schmecken! Ruhe sitzen. Kruzifix. Auf der Bierbing steht ein kleiner Psoffener. Der sitzt beim Vollbiskuit. Muss klar werden, Basti! Basti, welcome to the squad. Merci für die Abmahnung, hätte ich jetzt fast gesagt. Basti! Merci für die Mitgliedschaft, Dankeschön dir. Welcome to the squad, ab in den Chat, da wie die Basti. Mitmachen, jeder! Kruzifix! Die mussten wir aufheben, weil wenn es vor Gericht geht, kommt die Abmahnung zum Einsatz, weil da drin steht, wieso und warum. Also ja, gut, so weit ist nicht gekommen. Das ist alles zu förmlich. Ich habe nie in großen Firmen gearbeitet, wo das wirklich Sinn macht. Deswegen hat mich also gewundert, dass das so förmlich abläuft. Wie jetzt kriegen wir eine Abmahnung. Das interessiert mich nicht. Gibst mir jetzt da so einen offiziellen Ziel, du Volldepp. Was soll denn das eigentlich? Abmahnung ist wie ein Strike, beim dritten bist du raus. Ist das gesetzlich so geregelt oder ist das weil der ungeschriebene Arbeitgeberkodex? Bürger, wollte dir nur eine schöne Pause wünschen, muss jetzt ins Bett, muss früh aufstehen. Luna, was ist da morgen schon wieder los? Schon wieder irgendeine Prüfung, wo man sich 100 Punkte, ein 1 oder 10 von 10 abholen kann, oder wie läuft das? Luna, schlaf gut. Wir sehen uns in 4 Wochen wieder. Nach einer Abmahnung darf der Chef basierend darauf die nächsten 14 Tage kündigen. Danach braucht er einen neuen Grund. Ach so, okay, ja, das habe ich nicht gewusst. Ja, komisch, kündigt man ist gar keiner von uns. Das war wirklich... Da ist es halt wirklich um sehr viel Zeit und sehr viel Geld gegangen, wenn wir es umrechnen. Überall anders wird es sofort geflogen. Das ist wie wenn du einfach 2 Wochen in den Arbeit gehst und sagst nichts. Du musst verschollen und sagst, ja, ich wollte das einfach nicht. Das hätte ich schon nachvollziehen können. Ich möchte damit nicht rechtfertigen, was wir da haben. Aber trotzdem habe ich es lustig gefunden, weil wir ganz genau gewusst haben, nicht einen von uns kann er kündigen, weil sonst war es halt. Das ist der bayerische Verhaltenskodex für Chefs. Ja, so ungefähr. How to Arbeitszeitbetrug. Das ist eine richtig gute Idee. Das ist übrigens wirklich was, ich bin schwer am Überlegen. So, jetzt mit Sommerpause ist ja so ein bisschen wie ein Neujahr. So, hey, überlege mal, sollte man mal wieder was anderes machen? Sollte man mal wieder, jetzt hast du wirklich lang keine Videos mehr gemacht. Shorts auch nicht. Shorts machen macht einfach auch keinen Spaß. Ich sag das, was ist. Da brauche ich einen Cutter. Ich brauche einen Shortcutter. Kann jemand Shorts cutten? Ich habe mit dem Bahako schon mal geredet. Kann jemand Shorts cutten? Ist zum Kotzen behindert. Was zahlt ein anderer Creator für pro Short? Das Problem, aus meiner Sicht, ist halt, weißt du, so ein Short, der bringt ja gar nichts. Von dem es kein Geld nicht, das ist halt ein bisschen Reichweite und das ist nicht messbar. Wenn es überhaupt Reichweite bringt. Was zahlst du denn für einen Short? Ein 10er? Ein 20er? Keine Ahnung. Digi. Shortcutten. Freitag 14 Uhr Streams ist wieder mal was. Das ist eines Tages. Zum 10-Jährigen, da müssen wir mal nachschauen. Solange du mehr zahlst als der Papaplatte. Das habe ich nicht gescheit mitgekriegt, aber ich habe schon irgendwas mitgekriegt.
dass der anscheinend seine Cutter nicht gescheit zahlt und so. Ich sage jetzt einmal Cutter für richtige Videos, für Erwachsenen-Videos, ja, nicht diese Short-Pimmel-Kacke, die eigentlich eher auf eine halbe Stunde zusammengeschustert ist. Da kann man schon einmal tiefer in die Tasche greifen. Ja, das braucht auch, wie soll ich sagen, ein etwas höheres Level an Skill, wenn das noch was ausschauen soll und einigermaßen eine Produktion sein soll. Schau dir meine Videos schon, schau dir mal ein Preißenkinder-Kruzifix so. Das ist mit einer 720p Kamera aufgenommen worden, irgendwelche Filter drüber, die ausschauen, als wäre der dritte Weltkrieg gewesen. Keine Ahnung. In 2 Jahren kommt dann How to Finanzamt über den Tisch ziehen. Was wäre der geil, ich kann deine Shortskarten, Heckenschau und Boxer sind shorter denn je. Ja, da gibt es da vorher für ein ganzes Video. Also wenn ich überlege, wie lange sitze ich an so einem, das kann ich gar nicht sagen, das bin ich damals oft gefragt worden, ja, wie lange brauchst du für so ein How-To, kann ich da nicht sagen, Alter. Wenn ich motiviert bin und wenn es ein leichtes Thema ist, dann rotze ich dir auf einen Nachmittag so ein How-To zusammen. Schreiben, zusammenschneiden, auffüllen. Und das war damals auch möglich gewesen, aber ich habe mich selber ausbremst, das habe ich glaube ich auch schon einmal verzeiht, ich habe mich selber ausbremst, weil ich mir denke, ich kann jetzt die nächsten 2 Wochen jeden Tag ein How-To ausrotzen. Jeden Tag. Jeden verfickten Tag. Und andere Creator daten das wahrscheinlich auch. Aber dann bin ich innerhalb von einem Monat, bin ich dann, so, Ideen werden langsam weniger, was tun wir jetzt? Und da bin ich jetzt auch so ein bisschen. Ich mag das How-To-Format schon, aber nicht mit den bohrischen Themen, ja, wie du deine Weißwurst frisst. Alter. Ja, das war schon lustig und so, da haben wir schon ein paar Mal drüber geredet. Mr. Wife! Den wünsche ich dir! Ihr habt's euch heuer echt verdient, BTW. Auf den Tag 5 Jahre im Squad. DI schleich mir jetzt hart in Nachschausquett. Herr Wave! Es ist noch gar nicht viel Zeit vergangen. Wie viel Zeit ist vergangen? Eine halbe Stunde ist vergangen. Da brauchst du nicht mehr zurücklaufen lassen. Kruzifix How-To. Ich hab sogar noch einige Skripte umeinander liegen. How-To-Kino, How-To, was haben wir noch? How-To-Kochen, jeden Bullshit, da liegen sogar noch Skripte umeinander, angefangen und so weiter und so fort, aber es ist einfach so ermüdend, immer das Gleiche zum tun. Da bin ich ganz schlimm, ich brauche noch eine Zeit dann einfach irgendwie was Neues. Und die Streamerei hat was Schönes, die ist nämlich jede Woche was Neues. Andere Spiele oder mir der mal was anderes, dann machen wir mal wieder einen Blättschmerz, dann machen wir mal wieder ganz was anderes, dann spielen wir wieder ein Spiel, das super ist, dann machen wir wieder Community-Zocks. Da ist die Abwechslung einfach da, deswegen wird das einfach auch nicht langweilig. Das ist natürlich, da habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, bevor ein Stream losgeht, denke ich mir oft so mit, das weiß ich nicht, schon geil, wenn ich mich einfach hinflätzen kann, dann leg mir am Arsch. Dann baue ich auf, sitze mich hin, drücke auf Los und das Gefühl ist fort und ist geil. Ja, da einfach schmerzen, sich mit Leid unterhalten und Blödsinn daherlabern. Wir haben diese Gaming-Videos von letztes Jahr gefallen zu Abi und Tarkov und Battlefield und Call of Duty. So ein Versus. So ein Adina! Mehr als für 13 Monate. Hast du schon claimed, ob der Harem Squad nur My Little Pony spielen darf oder ob wir was Gescheites kriegen? Wenn es soweit ist, PS schon über 1 Jahr Squad. Merci Adina übrigens auch an den Wave für über 1 Jahr Squad. Ich habe noch nicht nachgedacht, aber ich habe ein Spiel in der Wishlist, da geht es darum, in einem Flieger im Koop Leute zum Bedienen und so. Und ich dachte, das Konzept der Stewardess passt besser zu Mädels als das von Repo mit Mülleimern. Ist das etwas? Ist das was? Ich weiß nicht, wie es heißt. Basti! Wieso wird mein Resub nicht angezeigt? Was? Vor 7 Minuten habe ich da ein Trödkonzert blasen. So besoffen! Das ist erst Montag! Sie fix! Repo kann man auch mal wieder ausbageln, weil Nadine gerade schreibt, Repo ist geiler. Das weißt du gar nicht, du hast ja das andere Spiel noch gar nicht gespielt. Geibifisep, Finanzamt ist das deutsche FBI, Finanzbeamteninstitut oder Föderale Bundesagentur für Investitionen. Klingt schön. Das sind schöne Begrifflichkeiten. Man kann mit der deutschen Sprache wirklich sehr schöne Dinge anstellen. Das ist schon schön. Hat der Woman Simulator einen Multiplayer? Das war auch gut oder sowas, wie es über Ubisoft sein Spiel gemacht hast, 80 € und sie das sind schon verdammt gut. Also das ist so, ich möchte halt, natürlich ist da oft auch mal dann bei so Gaming-Videos, versuche ich dann halt, ich möchte natürlich, wenn meine Videos sind immer Blödsinn. Da ist immer Blödsinn drin. Du wirst kein Video von mir irgendwie finden, wo ich nicht an irgendeiner Stelle irgendeinen dummen
Pfiff mache, der die Leute zum Lachen bringen soll. Das wird nicht passieren. Aber ich darf mich einfach allgemein über Zeug unterhalten, was in der Gaming-Szene los ist, wenn es was zum Schmerzen gibt, was weiß ich, wenn Sony wieder hart reinscheißt. Ich möchte keine Gaming-News-Seiten nicht sein, weil da kriegst du einen Vogel, da, wenn ich nicht der Erste bin, habe ich verloren. Sondern einfach und Spiele testen vielleicht. Da kämen, jetzt weiß ich mir jetzt kämen dann 3 Spiele, die mich wirklich auch offstream richtig hart stickern. Und das war schon lange nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Dawn of War 4. Das ist ein Strategiespiel, also ein klassisches, aber modernes Realtime-Strategiespiel, so wie Warcraft 3 früher war, was es eigentlich gar nicht mehr so wirklich gibt, wenn man ganz ehrlich ist. Also mit Basenbau und Truppen, wo man anschicken und so weiter, da habe ich richtig hart Bock drauf. Dann kommt Total War Warhammer. Das ist auch aus dem Warhammer-Universum, aber halt Total War. Das ist für einen Stream wahrscheinlich eher nix, weil das sehr zag ist. Das kann man schon mal einmal spielen, vielleicht nur zweites Mal, aber dann weiß ich dann nicht gar. Genauso wie bei Dawn of War übrigens, dass man mal sagt, wie funktioniert unterschiedliche Rassen herzusagen. Vielleicht einmal wie soll ich sagen, ein Community-Zock, kompetitiv, 2 gegen 2 oder so. Ein Flash versuche ich auch zum Fixen mit Dawn of War 4 und so. Da kann man auch noch mal einen Stream draus machen. Aber so wirklich singen von dem Spiel tut man da nichts sehen. Ich bin jetzt auch kein Spieletester. Ich bin ein ganz normaler random Dude, wie du auch, der sich ein Spiel kauft, spielt und dann hat er Gedanken dazu, taugt's mir oder taugt's mir nicht. Und ich glaube, mit meiner, ich sage jetzt mal mittlerweile 35-jährigen Gaming-Expertise das jemand gesehen? Nein, da war das Mikrofon davor gut, passt. Nein, mir ringt gerade nicht, was ein Ranzen habe. So. Gaming-Expertise. Glaube ich, kann ich einigermaßen aussehen, ob ein Spiel was kann oder nicht. Und das nicht nur mir persönlich zugeschnitten auf mein persönliches, das taugt mir jetzt oder das taugt mir nicht. Ich kann mit manchen Genres gar nichts anfangen. Sag aber, was andere Leute da drauf geil finden. Zum Beispiel. Es sind schon ein paar so Vorschläge gekommen. Jetzt passen wir auf, was haben wir da? Neues Format O. Was? Irgendwas hat der Springer aber. Neues Format angeschaut. Kurz 15 Minuten das Spiel anzocken. Ja, sowas in etwa. So, es sollen ja keine halbstündigen Videos werden, von denen haben wir genug. Jeder Stream wird so ein 2-3 Stunden Video und der sorgt eigentlich nur dafür, dass Leute deabonnieren wie Scheiße. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass das Leute aktiv deren deabonnieren, weil das deren jetzt schon seit 3 Jahren und ich verliere jeden Tag zwischen 5 und 10 Abonnenten, aber ich glaube, dass das einfach da die Accounts von vor 10 Jahren sind. Und je her damals vor 8 Jahren der Anstieg der Abos war, desto krasser ist der Downfall jetzt. Also irgendwann werden wir wieder unter 100.000 sinken. Wobei ich beobachten werde im August einmal, wie da täglich der Abonnentenverlust ist, weil dann hängt es wirklich damit zusammen, dass ich die Streams online stehe. Dann müssen wir vielleicht nach der Sommerpause mal wieder hergehen und sagen, hey, Streams wieder nicht gelistet, wer so schauen, wo ich such's gefälligst. Hast kein gescheites Flaschelbierger? Nicht wirklich. Das ist der geschissene Holy-Becher, den ich dir jetzt mal dazu kriege, wenn ich es mir kaufe. Kauft euch kein Holy. Das ist einfach nicht. Nein, du brauchst im Sitzen keinen Energy Drink. Nein. Red kein Bullshit. Ja? Pendant, wer Instagram benutzt, ist behindert. Wer vor dem PC sitzt und einfach spult und Energy sauft, ist auch behindert. Können wir uns da darauf einigen? Okay. Oder die Leute kommen wieder zurück wie der Basti! Wie? Jetzt warte mal, du hast da vorher geschrieben, ein Resub ist dir angezeigt worden. Bei dir hat es angezeigt, du bist ein neues Mitglied. Hast aber jetzt einen orangen Marker dort. Ich bin maximal verwirrt. Ich hoffe, es passt alles. Willkommen zurück. Da von hinten schreibt Birger, warum kann man auf Streamlabs nicht mehr mit Kreditkarten donaten? Du fragst, das kann... Timmy Boy, bist du da? Vielleicht hat er deswegen, aber der tut dann normalerweise per YouTube. Da beschwert sich der Timmy Boy auch ab und zu drüber. Lass mich mal schnell nachschauen, ob ich da was sehe. Aha, Flashbang. Warum gibt's eigentlich immer nur Internetseiten im hellen Modus, Mann? Wer tut denn das? Grütze Nallfeier 17 Mal in den Muschei geschissen. Was da los? JJ! Oh Gott, ja. Schön Urlaub hier, Mr. JJ, danke dir. Merci für 73 Monate.
Deinen Namen habe ich noch ich hoffe, dass ich die jetzt nicht vergraule, aber ich glaube, deinen Namen habe ich noch nie gelesen. Und wenn dann das letzte Mal vor 73 Monaten, was ist da los? JJ, merci dir. Loyalität in seiner reinsten Form, meine Damen und Herren. Der Flash ist auch anwesend, nicht schon alle Kinderi. Jetzt warte mal, ich schau mir nach. Hier, Donations. Stripe benötigt zusätzliche Informationen, um die Einrichtung abzuschließen. Klicke erneut auf Verbinden, um den Verifizierungs... Was ist das? Spenden per Kreditkarte sind aus Sicherheitsgründen nur für verifizierte Konten verfügbar. Bitte klicke auf eine beliebige Stelle in dieser Meldung, um genauere Informationen... Ich sag's, ich habe keine Ahnung. Streamlabs ist die dümmste Scheiße, die umeinander läuft. Es ist, glaube ich, wirklich Zeit, dass wir irgendwann einmal zur Tipistream oder irgendwas anderem wechseln, weil es zum Kotzen ist. Ich weiß nicht, was da ist. Wo verifiziere ich mich denn? Kreditkarten sind halt leider aus. Ich werde mich drum kümmern. Das regt mich auch schon so auf. Die ganze Zeit muss verifizieren und das nochmal verifizieren und das um verifizieren zu können. Ja, aber warum? Weißt du, das ist jetzt 8 Jahre einfach gegangen! Jetzt heißt es aber, man muss die verifizieren. Ja, aber weiß ich nicht, wie viele Kreditkartenzahlungen müssen wir noch machen, dass verifiziert ist? Du Spacken, du Kreisliger! Oh, hier, Trinkgeld, Einstellungen. Wo kann ich überhaupt Zahlungsmöglichkeiten anklicken? Das geht. Ich weiß nicht, was Streamlabs den ganzen Tag tut. Ohne Scheiß, diese Backend-Seiten ist so im Arsch und nichts funktioniert anständig, ist zum Kotzen. Nur Bares ist Wahres, schick mir ein paar Briefdownloads. Die kennst, mir kann man Schnitzeljagd spielen. Ich verstecke überall so kleine Filmdose, bis du von früher noch kennst. Wir da haben wir alle alt genug, dass wir wissen, wie die ausschauen. Und dann kennst du da einen 5er einstecken und ich werde es niemals abholen. Stimmt, Kreditkarte geht nicht mehr über Streamlabs, gerade probiert, nur noch PayPal und SEPA. Ja, da steht irgendwas mit verbinden bei mir. Andere Trinkgeldmethoden, Kreditkarte, powered by Stripe, die haben anscheinend einen Kreditkartendienstleister geändert und jetzt kennen sie mir am Arschlecker. Hast du das einmal überlegt gehört, ob ich mir das einfach selber baue? Sag ich, wie es ist. Molly als Zahlungsdienstleister habe ich über Annex. Da gibt es alles, was man sich denken kann, von PayPal, Banküberweisung, sonst irgendwas. Und wenn das triggert wird, kann ich es abfangen und da und meine eigene Animation machen. Ich mache meine eigenen Alerts! Mit Blackjack und Nuten! Hab schon einmal vorgeschlagen, dass ein Postfort Einreise für Bargeld tun muss. Das tun wir aber nicht. Genau das. Jahrelang ist problemlos gegangen und dann müssen sie wieder alles abändern. Ja, ich check aber auch nicht warum. Aber ist eh wurscht. Ist ja wurscht. Herr van Hinten, ich fühle mich von Ihnen donated. Dankeschön. Alter, mach mich kleiner. Ja, kleiner gibt's auch. Über Molly. Und wo ist das Koks? Das darf ich nicht sagen, jetzt ist der Stream wieder verdammt nochmal geil. Kruzifix. Dafür gibt's streamer.bot, da baut man sich alles selber. Da habe ich mich schon mit, das hat mir der Dampfler auch schon mal gezeigt, da habe ich mir aber auch gedacht, Tobi! Jetzt für 45 Monate. Perfekter Abschluss vor der Sommerpause. Hoffentlich geht die Sommerpause schnell vorbei. Schnauze. Schnauzen. Kleiner ist gleich Arschfegler. Hier, das ist wie, weißt du, was das ist? Mit den Zahlungsdienstleistern ist dasselbe wie mit die Paketdienstleister. Der eine hasst einen DHL, der andere hasst einen DPD. Nein, alle hassen DPD. Gibt's irgendjemand, der DPD nicht hasst? Alle hassen entweder den einen oder einen Hermes oder einen UPS oder sonst was. Da gibt's bei den Zahlungsdienstleistern, was, PayPal, PayPal geht da nicht, da bleibe ich lieber bei der Sparkasse. Und 12,90 € Kontoführungsgebühr im Monat. Für was denn eigentlich? Das weiß ich nicht, aber damit ich einen persönlichen Ansprechpartner habe. Wann hast du denn das letzte Mal angerufen? Das weiß ich nicht, aber jetzt halt dein Maul! So. Das sind die Kreditkartenfirmen. Wahrscheinlich sind Streams jetzt alle fragwürdig in denen ihre Augen. Ja, das darf ich mir aber gut überlegen als Kreditkartenunternehmen, ob wir Streams dubios sind oder nicht. Corinna schreibt meinen Namen in Großbuchstaben. Hallo Corinna! Birger Polster. Was für Polster, Alter? Also das! Was das ist? Was? Das zählt. Ein Luxusprodukt, jetzt mir gaff. Das ist ein Schulterpolster, das ist ein Schulterpanzer. Du tust das da so her. Und dann kannst du das Motorboot fahren.
Ja, stimmt, Sprengi, du bist aber jetzt der Marketingbeauftragte für den Stream und der Mindmaker für Discord. Das ist ein gutes Produkt. Also das ist ein Kopfkissen für einen aufblasbaren Planschbecken. Whirlpool darf man nicht sagen, das hört sich so teuer an. Du bist doch, was? Anwendungsentwickler oder was genau machst du? Warum nicht selber sich sowas schreiben? Hab ich doch gerade gesagt, das soll ich immer selber schreiben. Oh, jetzt, was ist mir heute mal da kann. So, haben wir ein schönes Zipfel. Haben wir auch noch nicht gehabt. So, gute Nacht, morgen wieder früh raus bist nach deinem Urlaub. Stippo Steff! Kuss auf die Nuss, merci dir. Haare sind schon im Urlaub, ja. Haare haben jetzt auch so. Ja, geil, Biffi. Ja, macht nicht gleich mal hier Zettel in die Hosen. Der Weiber alle so. Ja, geht's ab, du. Was tue ich mir das gescheit hin? Das ist der Hose, hä? So. Jetzt schauen so. Und wenn wir nicht stabil ausschauen, aber das ist auch nicht, wie wir ausschauen, du. Leck mir Arsch. Das ist übrigens. Ihr kennt's noch so oft. Sagen, boah, lecker, der Birger, bist du grab worden. I don't give a shit, Alter. Siehst du das da? Siehst du das da hinten? Dichtes Haar, Alter. Schon mal als Vorgeschmack für 100 Monate Birger Baby. Nach dem Urlaub gibt's dann die 101 Monat Resop-Bomb, angespannter Bizeps. Ich zeig meinen Bizeps lieber nicht her, weil der ist nudelig. Lippe, merci dir! Das ist eine Ansage. Ich werde darauf zurückkommen. Ich werde es einfach eiskalt vergessen, ich sag das, was es ist. Lippe, merci dir. War letztes Monat genau eine Woche in der Arbeit. Lul, Bernie, alles richtig gemacht. Alles durch die Bank richtig gemacht. Bizeps, wo? Nicht vorhanden. Wo? Das Einzige, was ich in meinem Leben hebe, ist mein Beidel und mein Maus, den ich den ganzen Tag anschiebe. Dichtes Haar ist Gold wert. Kann nur so grob sein. In deinem Alter werde ich nicht mehr so viele Haare wie du haben. Wenigstens bist du ehrlich. Birger, der grauhaarige Streamer. Da, Patze. Weiß ich von da, dass die jetzt schon Tor ausfallen. Ha! Birger hat sein Bizeps im Schoß. Jeder hat es woanders. Der Keibe führt Ahnung. Mehlhaare in die Nähe. Hey, da fällt mir ein. Der Birger ist ja gar nicht grau, der ist blond, so wie der Hansi Hinterseher. Das ist, irgendwann ich glaube vorgestern hat man die Birgerin so viel abgeschnitten. Man hat Fransen abgeschnitten, also mindestens 20 cm, deswegen denken wir jetzt gerade, jetzt kommen sie mal auf, mal schauen sie nicht ganz so schlimm aus. Die haben vorher bis da so gegangen. So. Ja. Einfach nur, weil ich zu faul bin zum Haarschneiden. Das ist einfach nur geradeaus angeschnitten, weil ich es immer zugebunden habe. Aber jetzt das haben sie aufgegangen und weil der Haargummi scheiße ist. Und ja. So, ich mag mein langes, dickes Haar auch, aber alle 3-4 Monate kommen ca. 5 bis 10 cm weg. Du weißt, dass Haare in 3-4 Monaten nur 3 bis 4 cm wachsen. Wenn du alle 3-4 Monate deine Haare um 5 bis 10 cm wegschneidest, dann müsstest du eigentlich. Ich weiß es eh. Ich bin 22 und ich habe schon weniger Haare wie die meisten. Es gibt auch bei uns welche, die haben auch mit 20 schon angefangen, grab zu werden und hinten Tor zu verlieren. Das ist hart. Der Rick fragt, Birger, wie geht's beim Sporteln? Da stehen die Laufschuhe. Da stehen seit 2 Wochen. Frag nicht. Ich meine, ich bin 19 und mir fallen die Haare jetzt schon brutal aus. Du, was meinst du, was passiert, wenn ich mit dem Mädels und Männer mit langen Haaren, die noch keinen Haarausfall haben, maybe can relate to this. Du fährst einmal mit einem normalen Campi da durch und dann schaust du das Campi an, ziehst dann die Haare an, hast eine ganze Hand voll Haar in der Hand und denkst dir so, ich habe keine Ahnung, wie ich noch Haar am Kopf haben kann. Verstehe ich nicht. Und da ziehe ich jede Woche ziehe ich so ein bisschen aus. Seit 10 Jahren, seitdem ich halt lange Haare habe. Rapunzel, bist du's? Leider nicht mehr. Mehr als 88 Monate. Mehr wie auf, du bist auch schon lange dabei. Merci dir. Bis zu 100 Haare am Tag sind normal, heißt. Ja, aber das sind gute 100. Und wenn halt die dann so lang sind, ja, die wurstelst dann einmal so zusammen, dann schaut das eine Haar aus wie 30. Ja. Die Birger-Radeltür bei 43 Grad, beste. Birger, was für Buch lesen wir im Urlaub? Ich hab da oben immer noch ein Witcher-Buch, das ich bis Kapitel 2 geschafft habe. Oh, da sehe ich gerade was. Jetzt habe ich gerade einen harten Flashback. Das tue ich jetzt schnell runter.
Da habe ich eine Geschichte zu erzählen. Eine schöne Geschichte zu erzählen. So. Also. Ich war 2011 das letzte Mal mit meinem Papa im Urlaub, bevor er gestorben ist. Und da weiß ich noch, da waren wir am Flughafen gibt es ja die Geschäfte halt da, wo du irgendwas kaufen kannst. Und dann habe ich mir da auch schon eingebaut, weißt du was du hast, ich habe so richtig Bock, ich säge mich richtig, dass ich da auf der Liege liege und lese. Das baut ich mir seit über 15 Jahren ein. So. Und ich weiß noch, dass ich mir da das gekauft habe. Das ist da gelegen. Das hat gekostet, steht das nicht normalerweise wieder dabei, 12,95 €. Ich glaube, ich habe es nicht einmal aufgemacht. Was ist das? Oh, schön. So was ist schon fancy, wenn du da aufmachst und dann steht da so. Ich weiß überhaupt nicht, um was geht. Da hat es schon einen Euro, da hat einen Euro schon gegeben. Den hat es da schon gegeben. Das Tagebuch des Teufels. Nicholas D. Satan. Professor M.J. Weeks. Um was geht's denn da? Persönliche Daten. Name Nicholas D. Satan. Privatadresse Haus Drudenfuß, Straße der Verdammnis, Port an Prince, Haiti. Geschäftsadresse Satanswerk, 9. Stock, Kreisstraße, Ärgerburg, Hölle. Telefon privat 0800 7734. Wieso nicht 555? Verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Aber an das habe ich jetzt gerade denken müssen. Das ist so ein Tagebuch, einfach wo ein Haufen Scheiß drin ist und ein Haufen. Das mal dann ein Haufen Bettel drin. Ja. Das habe ich jetzt gerade entdeckt beim Aufschauen. Vielleicht soll ich das mitnehmen und einmal lesen. Vielleicht sollte ich es mal tun. Hanuta! 41 Monat! Merci dir, Schluss jetzt. Der Bilder, da habe ich mir ein bisschen bei. 666 Hund. Bürgers Buchstunde. Nein, ich will nicht mehr zum Lesen. Ich sag das, was ist. Ich war gerne einer, aber ich lese einfach nicht gern. Ich schaff's einfach aber auch nicht. Es gibt so Momente, ja, ich habe da ein schönes Buch, das heißt, ich habe die Unschuld kotzen sehen, da habe ich alle 4 Teile gelesen, weil das einfach leicht geschrieben war. So, ich weiß auch nicht, das war so anreichig geschrieben und so. Da habe ich, glaube ich, auch schon mal was vorgelesen draus. So, und ich schlage ihren verdammten Schädel mit der Whiskyflasche ein und so ein Scheiß. Sowas gefällt mir dann schon. Aber so lang ziehen die scheiß geschissene Romane und dann trägt er immer so, kommt zum Punkt, Alter. Brrr, Herr Gottlieb, war vorgestern gar nicht mal so weit weg von dir, hab mit dem MK Tuieren, ja, weiß ich noch, bei Altötting ein Auto angeschaut. Altötting, ist doch, wie weit ist denn Altötting weg, weiß ich gar nicht, warte mal. Altötting. Route, das ist doch ewig weit weg, oder? Eine Stunde weg, oder? Eine Stunde! Das ist meilenweit weg! Aber dass du ein Tagebuch schreibst, ist was nice. Sind wir mir gleich so schlimm, dass der Tagebuch schreibt? Mühlierte mal. Echt ungewohnt, Dinge mit offenen Haaren zu sehen. Herr Patzer, das darf also ziemlich das erste und einzige Mal sein, dass ich meine Haare aufhab. Also einfach so grundlos, wenn ich nicht gerade in irgendeinem Lea-Kostüm oder sonst irgendeinem Scheiß stecke. Birger, kennst du Revell? Die machen jetzt Klemmbausteinmodelle und richtig gut. Also selbstverständlich kenne ich Revell. Ich habe die ersten Revell-Flieger schon zusammengebaut, da war ich noch 5, glaube ich. Aber dass die Klemmbausteine wichtiger Begriff machen, habe ich nicht gewusst. Wie ist denn das, wenn man die mal beim Einkaufen sagt? Darf man da was sagen? Das musst du selber herausfinden. Mich fragen ständig irgendwelche Leute beim Einkaufen. Stehe ich da, schaue Gurken an, ob ich überlege, ob ich es kaufen möchte oder nicht. Steht jemand neben mir so. Bist du? Ja. Darf ich? Ja. Lass mich halten, dann geht's schnell. Okay, bis dann. Und auf Wiedersehen. Hast schon ein zweimal offen gehabt, aber meistens kurz voraus. Ja, dann sitzen wir uns so hin. Der Flo schreibt, wir sind 4 Stunden gefahren. Ja, okay. Jetzt glaube ich, ich habe jetzt kurz aus deiner Sicht überlegen müssen, was möchtest du mir jetzt da damit sagen? Du warst mir damit 4 Stunden näher als normal. Klasse! Ich weiß nicht, was ich sagen soll! Terry Birger, GTA 6, ja oder nein? Was ist das für eine Frage?
Was ist die Frage? Ob es spät, wenn es kommt? Ob es kommt dieses Jahr? Ist gut, ja oder nein? Was wollen Sie? Online-Fame! steht der Gorn ab so Die sitzt Bein voll bis Gott. So, das muss klar. Mr. Famer! Welcome to the squad. Kuss auf die Nuss. Dankeschön! Ab in den Chat, der Mr. Famer, wenn er mitmacht, wird nie Fame. So, wo haben wir stehen bleiben? Ist das sarkastisches Klatschen? Nein. Das ist motivierendes Klatschen. Zum besser Nachdenken. Zockst du es? Schreibt der Famer. Ja, sicher. Wenn's kommt, selbstverständlich. Ich kann mir nicht Variety-Streamer und Blödel-Streamer nennen und dann kommt das größte Spiel wahrscheinlich aller Zeiten oder es wird zumindest angenommen und dann sagen wir so, was, das ist nichts für mich. Na, da wird ja Playstation ausgelegen und dann wird reingezockt. Und da machen wir übrigens auch eine ganze Woche durchgehend Stream. Habe ich schon gesagt, im November. Wann kommt's? Am 23. glaube ich. Oder? Oder ist geplant. Wir haben immer noch kein Gameplay gesehen von GTA 6. Da bin ich gespannt. Ich glaube, dass der Release sehr ernüchternd wird. Sehr ernüchternd wird. Und dass die Leute eine Messlatte hinheben, wo sie nicht zu sein hat. Ich hoffe ja, dass es richtig scheiße ist. Herr Cartoon, was ist denn das für Einstellung? Warum? Warum möchtest du, dass das voll scheiße ist? Weißt du, was das für ein Verhalten ist? So war ich auch, mit 14. Das finden alle gut, das muss scheiße sein. So bin ich ja heute noch teilweise. Aber warum können wir uns nicht einfach gegenseitig wünschen, dass wir GTA 6 kriegen? Es hat ein Hype ohne Ende und es liefert endlich einmal ab. Wann hat denn das letzte überhypte Spiel jemals abgeliefert? Kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Da wo jeder gesagt hat, so, oh leck, ich freu mich voll auf. Was war denn das letzte? Keine Ahnung. Battlefield. Bei Battlefield war ja ein wenig low-hyped. Sag ich, was ist. Was war's am Schluss? Selbe Scheiße wie immer. Nicht ganz so beschissen, aber dieselbe Scheiße wie immer. Es war nicht, kein Mensch ist umeinander gelaufen und hat sich gedacht, boah, leck, das ist der geilste Shooter ever. Resi 9? Ja, okay. Verdammt. Ja, okay. Ja, okay. Da drin jetzt nochmal. Da ist was Wahres dran. Bin schon gespannt auf die ganzen Memes und Satire in GTA. Da werden wir auch selber viel entdecken. Der Mr. Böhm schreibt was Interessantes. Ocarina of Time und Majora's Mask müssen liefern. Das ist nicht sonderlich schwierig, weil da hat man eine goldene Vorlage, aber man kann da auch sehr viel falsch machen. Also wenn man Ocarina of Time und Majora's Mask 1:1 nachbaut. Herr Feimer! Für Settinger! Der Kasten kostet wirklich 12 €, oder? Das kannst du hingehen. Ich sag's, es ist, da kauf ich lieber 14 Kilo Katzenfutter davon, bevor ich meinen Kasten Hettinger kaufe. Herr Online-Famer, so nicht! Merci dir. Schluss jetzt mit der Donetterei. Corinna schon wieder. Können wir mal wieder auf die Seiten schauen, wo viele malen können, wo bei Landau lauter Fotos von dir sind. Da war auch der Drachenlord, weiß nicht, was? Nochmal, können wir mal wieder auf die Seiten schauen, wo viele malen können. Wo bei Landau lauter Fotos von dir sind. Ach, du meinst das Reddit-Event, wie heißt das? Waren die Reddit-People hier drin? Wie heißt das? Da wo dieses riesen Canvas ist, wo pixelmäßig gemalt werden kann auf der ganzen Weltkarten. Ich weiß schon, was du meinst. WePlace! Oder R-Place oder sonst was. Gibt's das dauerhaft oder ist das bloß einmal im Jahr? Oder ist es alle 10 Jahre oder wie läuft das? Was ist was, wie immer übersehen, du netter Mensch, verdammt. Herr Gantelbart. Was ist was schon wieder übersehen? Ein Tintenfisch hat einen Schnabel, der härter ist als viele andere Teile seines Körpers. Ist nicht alles härter als andere Teile seines Körpers? So wie der Lörres deiner Mann. Spaß, bitte, danke, bitte. Grantel, merci. Schluss jetzt, Kruzifix. WePlace ist nicht von Reddit und unabhängig. R-Place gab es schon länger nicht mehr. Place gab es bis jetzt nur 2-mal. Läuft immer noch seit letztes Jahr. Also das läuft immer noch. Ja, dann ist es nicht mehr interessant. Da müssen wir warten, bis er neu so fängt. Servus, Birgit, sagst du mal Scrap Mechanic. Was war Scrap Mechanic gleich wieder? Jetzt muss ich schon Steam aufmachen. Was war ein Scrap Mechanic gleich wieder? Müssen wir die Autos zusammenschrauben. Pumpe Düse von unten auf. Man muss schon Steam öffnen. Ich habe noch nicht einmal Steam geöffnet. Jede freie Sekunde geht schon wieder in NX hinein. Oh, da zeige ich euch noch eins an, haut es den Vogel aus.
hat es dann Vogel aus, was ich in den letzten 3 Wochen in das Speyer geschissen habe. Hat zwar nichts mit dem Grundspiel zum tun und vielleicht wird es nie fertig, das neue Element und vielleicht, weiß ich nicht, aber Spaß hat es gemacht. So, jetzt warte mal, Scrap Mechanic, was war Scrap Mechanic? Scrap Mechanic. Ich kenn's Logo. Enter the creative paradise of Scrap Mechanic. Build fantastic machines, go on adventures with your friends and defend against waves of evil farmbots. Das klingt schon wieder nach 80 Stunden. Ich tue es mal auf die Wishlist. Ist das, wo man selber Autos bauen kann und so. Schaut eigentlich ganz knuffig aus. Ich tue es mal auf die Wishlist. Schauen wir mal. Löwenmann. Aber 100 €, dass wir das ganze Spiel kriegen von GTA 6 ist schon, Entschuldigung, ein wenig happig. Wie siehst du das Thema? Was überhaupt wie eine Pumpedüse-Einspritzung funktioniert? Verdammter Flasche ist da, gell? Der hat mir schon mal erklärt, wie die funktioniert. Ich glaube schon. Ich kann es dir jetzt nicht erklären, aber ich weiß natürlich. Ich kann auch blind einen Motor jetzt länger wieder zusammenbauen. Ja. Und in der unteren Wohnung baue ich gerade ein japanisches Bad. Thema GTA 6. Weiß jemand? Da habe ich mich immer noch nicht damit auseinandergesetzt. Was ist denn genau der Unterschied zwischen der 80-Euro-Version, 80 €, und der 100-Euro-Version? Was ist genau der definierte Unterschied? Können wir da irgendwie nachschauen? Auf der Pre-Order-Seite wahrscheinlich. Übrigens wird GTA... Ich habe noch einen dritten. Ich habe das heilige Triforce der geistigen Behinderung. Achtung! Wer aktiv und regelmäßig Instagram und TikTok benutzt, ist geistig behindert. Erster Pfeiler. Was war der zweite Pfeiler vorher? Wann ist man noch geistig behindert? Wenn man keinen Arbeitszeitbetrug begeht. Irgend sowas. Das ist der zweite Pfeiler. Der dritte Pfeiler ist, wer GTA 6 vorbestellt, geistig behindert. Punkt. Von solchen Leuten möchte ich nie wieder nur einen verfickten Ton. Herren, dass irgendein Spiel nicht fertig ist bei Release, dass Spiele teurer werden, dass Spiele bei Vorbesteller Boni bringen für irgendeinen Bullshit von Skins und sonst irgendeinem nutzlosen Mist. Nie wieder. Der Porsche schreibt, beste Grüße von einem Stammkunden vom 1080! Heute mein erster Stream und dann auch noch den letzten erwischt. Immer gefragt, was aus dir wohnt ist. Hab leider den Fehler gemacht und Landau verlassen. Porsche, da sehe ich keinen Fehler. Da sehe ich absolut keinen Fehler. Was möchtest du ins Landau? Außer Bergauf und Bergogi. Herr Porsche, dann bedanke ich mich für Ihre Stammkundschaft im 1080. Wenn du heute das erste Mal einen Stream sagst, ich mache das jetzt seit 8 Jahren. Seit 9. Entschuldigung, wann haben wir angefangen? 2019, Februar. Wann haben wir das 1080 zugesperrt? Ich glaube im Februar 2018 irgendwann. Dann habe ich nur noch einen Online-Shop gemacht. Mache ich mittlerweile auch nicht mehr. Und so bin ich komplett selbstständig. Mich sagt keiner mehr draußen. Ich mag nie wieder in meinem Leben einen Chef haben. Das sagt er, wie es ist. Nie wieder eine Sekunde lang. Nie wieder. Beste Entscheidung meines Lebens gewesen. Isarbruck ist gesperrt seit 3 Jahren. Das ist richtig. Die ist auch die nächsten 3 Jahre noch gesperrt. Ich weiß ja nicht, was die da tun. Ich habe ja schon einmal berichtet. Ja, da kann man hier Bürger News live vor Ort. Ich bin da mit der Presswesten und mit dem blauen Helm. Da hätte ich mich auf dieser Brücke aufgestellt und hätte gesagt, so, wo haben denn eigentlich alle? Es ist eigentlich bombenschönes Wetter, es hat seit 4 Wochen nicht gekriegt, warum arbeitet da keiner? Ich versteh's nicht! Und gleichzeitig schreit der Bürgermeister, die scheiß Brücke ist noch gesperrt bis November irgendwann! Scheiß aber an! Alles, was ich sag, ist ein geschissenes Dixie-Klo. Weißt du, die ganze Isarbrücke vorne abgehängt, dass du nicht hinsägst, hinten abgehängt, dass du nicht hinsägst und in der Mitte steht ein Dixie-Klo. Wahrscheinlich haben es alle beim Arbeitszeitbetrügen, ich weiß es nicht. Unter der Isarbrücke, Instagram schauen und GTA vorbestellen. Das glaube ich. Hast du heute den ersten, wie hast du, das darf mich jetzt interessieren, wie hast du jetzt den Stream gefunden? Habe ich eigentlich vorher, jetzt ist es auch schon, das ist jetzt 5 nach 9, wann ist denn 5 nach 9 geworden, Alter? Bei ja kein scheiß Instagram-Story mehr posten. Fix. Ich finde, es kommt immer drauf an, wie viele Stunden, dass man in einem Spiel versenkt. DayZ habe ich um 20 Euro gezahlt und 2000 Stunden bis jetzt. Umgerechnet saugünstig. Das ist absolut richtig. Ich hab viele Spiele, wo ich hunderte Stunden Spielzeit habe und wenig Geld dafür gezahlt habe. Ich habe aber genauso viele Spiele, wo ich einen Haufen Geld gezahlt habe und 10 Stunden habe. Oder eine. Es ist nicht 5 nach 9, es ist 55 vor Urlaub. Das stimmt, Sprengi, mein Fehler. Bin aus Straubing und hab meinen Hausarzt in Landau, frag nicht, und die scheiß Brücke kasst mir auch.
Weißt, ich muss zum Einkaufen, du meinst mit Isarbrück möchtest, musst die ganze Stadt umfahren. Es ist so zum Kotzen, dass, und das halt, ich lasse mir das schweigen. Natürlich gehört die Isarbrück renoviert. Sicher! Aber 3 Jahre lang! Und sie dann wundert mich, und gleichzeitig kostet das Benzin auf einmal 1 Euro mehr und so. Und alle denken sich, habt ihr eigentlich den Verstand verloren, alle? Jetzt schwimme ich dann um mich, das ist billiger. Man kann nicht über die Brücke, aber einen im Plastikkanister habe ich nicht. Das ist richtig. Wo geht's denn eigentlich hin in den Urlaub? Bei mir geht's nach Ägypten im Oktober, Tauchurlaub machen. Das hört sich verdammt gut an. Taucher in Ägypten ist allerdings auch das Einzige, was man machen kann. Nimm da auf alle Fälle. Der beste Tipp für Ägypten von mir ist, nimm da auf alle Fälle 50 Cent Rollen, Geldrollen mit. Und wenn's egal wo hingehst, hast du immer ein Rollen voll im Hosensack drin. Weil alle 2 Meter, wenn irgendjemand daherkommt, ist egal wo, egal wann. Es ist ungelogen. Egal wo, egal wann. Du steigst aus dem Auto aus, dann steht da jemand daneben und hält die Hand auf. Und möchte Trinkgeld. Obwohl er weder deine Koffer genommen hat, er hat nichts da. Er steht einfach nur da so, where are you from? Und wenn du dann den Fehler machst und sagst, Germany. Am besten Dollar. Ja, Dollar ist Dollar ist ganz eine gute Idee eigentlich. Wechselt der lauter das Dollarscheinel-Ding und dann drückst du lauter so Scheine hin. Du kommst davor bei der Cruises, hast du im Prinzip 6 Cent verschenkt pro Stück. Das weißt schon, wie man. Gibt auch Brücken, die werden jahrelang restauriert und dann reißt man es doch ab und baut eine neue. Du, ich weiß nicht, ob es ein Schmäh war bei uns oder ob es wirklich so war oder ist, dass man munkelt, dass die Isarbrück wirklich jetzt restauriert wird und in 4, 5 oder 6 Jahren abgerissen und neu gebaut wird. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Klingt sehr nach Stammtisch-Schmerz, aber kann ja sein, mich hat nichts mehr wundern. Der Porsche-Mann schreibt, schau generell keine Streams, deswegen nie mitbekommen, dass du streamst und heute zufällig angezeigt bekommen in YouTube. Also jetzt neue Montagstradition. Herr Porsche, Stream, hier Ansage machen, da muss das Erste, was du jetzt einmal tust, ist auf den Abonnement-Button drücken. Das ist voll super. Das hilft aber nichts, weil YouTube ist geistig behindert. Du musst dann die Glocken daneben anklicken und dann musst du drücken, alle. Dann kriegst du mit, wenn ich live bin. Anders nicht. Deswegen wundert mich jetzt richtig extrem hart, wieso dir ein Stream vorgeschrieben wird. Hast du vorher mal irgendwann von mir Videos gesehen oder so? Damals noch, ich sag jetzt mal vor 3 Jahren und früher, mittlerweile sind es schon 4 Jahre wahrscheinlich. Das ist schon sehr seltsam, dass dir auf einmal ein Stream von mir angezeigt wird nach 9 Jahren. Noch besser, iranische Real, 1 Euro haben wir 500 Real, da fühlst du wie ein Milliardär. Ja, da springe ich, fragt sie das Gleiche. YouTube zeigt Streams an! Ja, mich wundert es gerade genau. Also. Auf alle Fälle für dich, ich stream normal jeden Montag und Mittwoch um 20 Uhr. Bis meistens 22 Uhr. Mittlerweile sind wir aber bei 23 Uhr. Ist wieder ein Podcast geplant? Nein. Was soll jetzt das? Ja, das ist eine gute Frage. Was soll jetzt das? Schau mal auf der offiziellen Rockstar-Seite und bei GTA 6, da steht der Unterschied dabei. Genau, das wollten wir uns anschauen. Das der wir jetzt einmal kurz. So, hier, GTA 6 Pre-Order Rockstar. Wird dann wahrscheinlich schon aufgehen. Hier, Grand Theft Auto 6 Rockstar Store. Das können wir uns ja auch miteinander schauen. Wie diese Sache da so ausschaut. Standard ja, da ist schon da. Also, ich warne euch, wenn ihr jetzt irgendjemanden dazu kriegt, dass er sich dieses Dreckspiel vorbestellt, sollst morgen eine Hausdurchsuchung kriegen, weil du irgendwo im Chat irgendeinen Scheiß geschrieben hast. So. Ist da irgendwas, was kann, was angeht? Nö. Ruhe, was da los? Siri! Merci, Birger, für diese geilen Videos. Danke dir. Merci für dein 250. Das sind keine Videos, das sind Livestreams. Aber das passt schon. Merci dir. Ein schöner Ton. So, jetzt pass auf. Wo haben wir? Da haben wir. So, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Doch, Sie sehen... Das ist aber ein bisschen blöd ohne Greenscreen, gell? Wie der man jetzt da? Wir jetzt da? Wir machen jetzt den Birger einfach winzig. Machen wir jetzt einfach so. So, ich rücke ein wenig da so um. Und dann machen wir so. So, dann kann ich das da einigermaßen lesen, bin nur im Battle und dann wird das schon passen. Ja, ist mir wurscht, musst du meine Fresse sehen, währenddessen ich das kommentiere? Ich weiß nicht. So, Grand Theft Auto 6, demnächst erhältlich. Weißt du, was auch interessant ist?
dass dort demnächst erhältlich steht und nicht am XXX und sowieso erhältlich. So schaut's aus. Plattform auswählen, Xbox, kannst du einen anschirmen, PlayStation 5 eigentlich auch, aber es hilft dir nicht. Bestelle vor dem 20. November, um das Vintage Vice City Pack ohne weitere Kosten zu erhalten. Ah, leck, was tue ich ohne das Vintage Vice City Pack, Alter? Stell dir das vor, dass Assets von einer Quadrillion in einem Spiel. Jetzt stell dir vor, wenn ich das nicht habe, Alter. Das ist. Puh. Da hat man auch richtig was geleistet, da hat man richtig Skill rausgezogen, wenn ich das Vintage Pack habe. Erscheinungsdatum 19. November, nicht der 23. November. Also, für Jason und Lucia war schon immer klar, dass sie im Leben schlechte Karten haben. Aber als ein simples, krummes Ding schief läuft, finden sie sich auf der dunkelsten Seite des sonnigsten Ortes in ganz Amerika wieder. Inmitten einer kriminellen Verschwörung, die sich über den ganzen Bundesstaat Leonida erstreckt, sind sie gezwungen, sich mehr als jemals zuvor aufeinander zu verlassen, wenn sie überleben wollen. Finde ich eigentlich einen supergeilen Grundsatz, dass endlich ein weiblicher Protagonist dabei ist, beziehungsweise ein Pärchen. Hat einfach riesige, wie soll ich sagen, Bonnie und Clyde Vibes, und da haben wir schon oft drüber geredet, wo noch gar nicht bekannt war, was in GTA ist. Da hat man noch gar keinen Trailer gesehen, noch nicht einmal ein Boxart und gar nichts. Und das Ganze in einem abgedrehten Florida, das kann schon cool sein. Setting geil, die Charaktere schauen gut aus, sie ist kein fotzengrobe Girlboss-Hure, er ist ein attraktiver Mann, soweit ich das beurteilen kann zumindest. Und ja, so, schauen wir da mal ein bisschen durch, wie GTA ausschaut. Also, das sind Screenshots. Das sind Werbescreenshots. Wenn irgendjemand immer noch auf Werbescreenshots reinfällt und denkt, dass das Bewegtbild, das gerenderte Bewegtbild, später, vor allem auf der Konsole, am PC später, vielleicht irgendwann so 3 Jahre später, so ausschaut und mit flüssigen 60 FPS, was übrigens eine Frechheit ist, 60 FPS, aber das wissen manche nicht, dem kann ich nicht helfen. Na, das, wenn du glaubst, na, just no. Geht's weiter? Das, na, es wird so nicht aussehen. Na, realistische Depth, stimmt. Ein realistische Depth, nicht riesengroß, sind nicht einfach flach und sie haben keinen Zipfel, bin ich schon zufrieden. Was haben wir da noch? Das schaut schon eher nach Ingame-Grafik aus mittlerweile, glaube ich. Und in einem Ausmaß von GTA, wenn das so ausschaut, steigt er mir auf den Hut, du. Ne? Du kannst schon mal sagen, du, da habe ich schon wieder ein bisschen Angst so. Der Charakter schaut wieder total überzeichnet aus und eigentlich möchte wieder viel lustiger sein, als er wirklich ist. Mark my words. Schaut auch verdammt gut aus. Das sind jetzt Trailer. Ja, das sind Screenshots aus dem Trailer. Das ist ein Render-Trailer. Der hat schon vor 10 Jahren gut ausgeschaut. So, weiter geht's. Wegen was wir hier gekommen sind. Edition. Ich muss da so reinschauen. Hallo? Können Sie mich sehen? Hallo? Hallo? Editionen vergleichen. Selbstverständlich kann man 2 verschiedene Versionen kaufen. Du kannst natürlich die Ultimate Edition kaufen oder die Standard Edition für die armen Broke Boys. Und die darf ich jetzt gerne mal vergleichen. Das erste, was wir vergleichen, ist, was kosten welche Version. Wir merken uns links, da steht kein Preis nicht dort, diese Schweine. Physische Code-in-Box-Version verfügbar. Das ist das Allergeilste. Da kaufst du eine Box-Version. Ja. Erinnert es mich daran, wenn ich meine Kamera wieder groß mache in der anderen Szene, dass ich GTA 5 da mal schnell runterhole. Runterholen. 80 €. Und wenn ich da auf der Ultimate auf jetzt vorbestellen gehe, was haben wir dann? 100 €. Also, normale Version 80 €, Ultimate Edition 100 €. Wo ist der Unterschied? Digitale Standard Edition haben beide. Und alles andere ist dann gestrichen. Alles. Grotti Cheetah 1905. Vor allem, ich sehe ja noch nicht einmal, was das ist. Was ist ein Grotti Cheetah 1995? Was? Was ist das? Ich soll 20 € mehr zahlen, ich sag, ja, kriegst du Grotti Cheetah, oder? Weiß ich nicht, bei mir heißt es, du bist ein grottiger Cheetah. Von 1995. Wahrscheinlich ist es ein Auto, das ist mir schon klar. Aber wie schaut das aus? Gefällt mir das? Revolver Hawk und Little Morgan. Was ist das? Haben das 2 Adoptivkinder? Ich weiß es nicht. Hey, Revolver Hawk. Darf mich nicht wundern, wenn die Asses in Florida ja die Kinder Revolver Hawk und Little Morgan nennen. Ja, und beide twerken schon im Kindergarten. So. Personalisierte Waffenvarianten. Ja, welche denn? Aber
Ich verstehe nicht. Vice City, was? Hacker? Marketingabteilung. Ja, Alter, die Listen ist jetzt kurz. Die Listen für die Ultimate Edition ist jetzt kurz. Schreib was drauf. Vice City Style. Ja, schreiben wir dazu. Was ist Vice City Style? Auf der GTA 6 Homepage, da bin ich Meister. Ich seh's nicht. Wo? Was ist das? Wo? Muss ich da jetzt umeinander suchen? Verstehe ich nicht. Nein, verstehe ich nicht. Wieso kann ich da nicht draufklicken und dann sage ich Battle? Mit einer Erklärung, was das ist. Vice City Style ist wahrscheinlich, weißt du, was Vice City Style ist? Ich bin so alt und hab Vice City gezockt. Das sagt ich. Das ist wahrscheinlich das türkise Hawaii-Hemd, das er in Vice City auch hat. Gut, dass ich das krieg. Jasons Standardfahrzeuge. Achso, und die Jasons Standardfahrzeuge, die kriege ich nicht, wenn ich die normale Game Edition kaufe. Okay. Was sind das für? Ich weiß es nicht. Ganado Retro Tuning. Pumpedüse. Rideout Customs Tuning Werkstatt. Sarah's Unisex Salon. Shih Tzu Squalo. Was ist das? Das dritte Adoptivkind. Das Spätkämer ist und körperlich behindert ist, das nicht twerken kann. Stock 305 Bekleidungsgeschäft. Vapid Dominator Buggy, klingt wieder nach Auto. Electric Funk Tattoo Studio. One-Eyed Willys Tuning Werkstatt. Good Time Kleidung. PTT Young Installer Gang Gelände. Klassiker Autosalon. Also kriege ich in der Standard Edition überhaupt irgendwo. Was soll das? Vintage City Pack Vorbestellungsboni. Vapid Stanier Limousine 1955 und Garage. Outfits und Frisuren. Exklusive Waffenfolierung. Und 1 Monat GTA Plus. Moment mal, was ist GTA Plus? Möchtest du mir erzählen, man muss monatlich dann auch noch Geld zahlen, damit ich GTA spielen darf online? Das ist eine Frechheit, Leute. Das ist eine Frechheit, weil das ganz bewusst so konzipiert ist, dass die Standard-Edition wirkt, als wäre es ein Witz. Als müsste die in der Standard-Edition in Grand Theft Auto zu Fuß gehen. Ich mag Moneten. Ja. Und das ist übrigens was ein Gaming-Thema wäre. Für so ein Video. Sag ich dir ganz ehrlich, eigentlich kann man das da aus dem Stream jetzt fast ausschneiden, aber das kann man besser aufbereiten. Ein bisschen besser. Ja, ein bisschen besser. Sowas würde ich gerne als Video machen nach der Sommerpause, um wieder ein paar Videos zu bringen. Dann kann man das Kruzifix-Video wieder aufleben lassen, zu sehen. Aber das ist absoluter Bullshit. Hier, grottige Cheetah kriege ich, wenn ich die Ultimate Edition kaufe. Da hier der Revolver Hawk und der Little Morgan. Adoptivkinder. Aus Asien. Die zur Kinderarbeit verdonnert werden. Im Stripclub zum Twerken. Ja, was soll ich jetzt da sagen dazu? Ist ausgeschämt. Aber wäre ich Rockstar, also der Entwickler, das ist genauso. Weil ich ganz genau weiß, wie viele Leute auf GTA warten. Und und ich sage jetzt einmal, GTA ist überschwemmt von Casual-Bots. Und die zahlen das. Weil die nicht nachdenken. Die kapieren das nicht. Die wissen nicht, wie Gaming vor 15 Jahren war. Die wissen es nicht, wie es verarscht werden. Die kapieren es nicht. Sie verstehen es nicht. Deswegen die kennen es nicht anders. Denen ist das wurscht. Das sind dieselben Leute, die FIFA auf der Konsole spielen. Und 1000 Euro jedes Jahr in FIFA Ultimate einstecken. Das sind dieselben Leute. Die kapieren es nicht. Die meinen, das ist cool. Also die meinen halt wirklich, das ist cool. Ich weiß nicht, wie lost dass ich sein muss, dass ich nicht kapiere, dass ich komplett verarscht werde. Aber nein, it is what it is. Wenn ich Rockstar war, das ist nicht anders machen. Ausgeschämt, selbstverständlich werde ich die 100-Euro-Version kaufen, was auch sonst. Und dann werden wir es spielen. Sicherlich. Das ist das Praktische für Konzerne, die nächsten Generationen fällt wieder auf den gleichen Mist rein. Ja, natürlich. Und jetzt kommt eine neue Generation dazu, die das nicht besser weiß. Das heißt, wir haben es eigentlich schon sehr lange übersehen. Wir haben es schon sehr lange übersehen, dass wir uns da dagegen wehren. Und es wäre möglich gewesen, indem dass wir diese Microtransaction-Scheiße und diese Vorbesteller-Scheiße nicht tun. Aber leider Gottes ist, ich sag jetzt mal, ich nehme jetzt da mit uns, mich, viel von euch, auch nicht alle, das ist auch nicht schlimm, nicht jeder muss sich mit der Gaming-Thematik auseinandersetzen, wie wir das halt tun, wie wir Gamer das tun.
Für das sind wir aber wir Gamer dann da oder Streamer, die Leute sagen einfach, Alter, du wirst gerade komplett verarscht und spannst das nicht. Das hat nichts mit Hater zum tun oder sonst irgendwas, sondern du wirst verarscht. Lass es! Und sie tun es halt trotzdem. Das sind Leute, die sitzen vor einer Couch, die schauen kein YouTube, die schauen sich keine Gaming-Videos an, die schauen sich nichts zur Gaming-Industrie an, die wissen bloß, oh, da gibt GTA 6, das ist super, weil ich kauft man das. Ah! Warte mal, komm ich da so hin, ohne dass ich das Headset aber nochmal, wo ist mein, da ist. So. Jetzt hätte ich fast mein komplettes Regal abgeräumt, aber gut. So, also jetzt pass auf. Was ich da unten noch gelesen habe. Wenn du eine physische Box vorbstellst, ja, das ist das erste Mal, dass ich sowas überhaupt lese. Physische Code-in-Box-Version. Weißt du, was du dann kriegst? Du kriegst eine PlayStation 5 Spieleschachtel, die machst du auf, dann ist keine CD drin oder eine Blu-ray drin, sondern einfach nur ein Code zum Online-Einlösen. So, und jetzt zeige ich dir mal, warum mich das ziemlich nervt, dass es keine Boxed-Versionen mehr gibt. Verzeiht der Papa wieder ein bisschen was aus dem Krieg. Schaust dir mal das so. Denkst du so, ja, ist ja der DVD-Box, gell? Nö. Zeig mir das. Da ist eine verfickte Map dabei, die ich jetzt nie wieder zusammenkriege. Aber Freunde, das kann jetzt ein bisschen dauern. Die legen wir jetzt so lang zusammen, bis wir es zusammengelegt haben. Okay, haben wir schon wieder. So. Oh, da hinten ist mein CD-Key drauf, das darf ich nicht einhalten. Was ist da so drin? Da ein extra Hefterl. Da haben Notizseiten, da kann man sich was einschreiben, wenn man will. Das habe ich damals immer gern da, dass ich mir einen Kassenzettel mit einlege, damit ich irgendwann Jahrzehnte später schauen kann, wann ich es gekauft habe. Aber leider Gottes ist er so abgerieben, dass ich kein Datum mehr erhaschen kann. 50 Euro, 50 Euro hat es gekostet. Das war 2015, das weiß ich noch. 11 Jahre ist her, da hat das Spiel 50 Euro gekostet, da war es neu. Auf dem PC zumindest. Aber ich fürchte, ich sehe kein Datum mehr. Doch, warte mal. 2015, 1921. 4. kann das sein? 5. April, kann das sein? 15. April, kann das sein? Damals habe ich noch bei uns in Landau beim Müller anrufen können. Die haben meinen Namen schon gewusst und die haben mich schon kennt. Dann habe ich gesagt, ich brauche das und das Spielbudget vorbestellen, dass es am ersten Tag da ist und dann komme ich und kauf's. So ein kleiner Binder, den mache ich jetzt aber nicht auf, weil da ein Siegel dran ist. Und dann folgendes. Artworks innen, in der DVD-Hülle. Ja, super glänzend, super hochwertig gemacht. Michael und der Franklin. Ich fahre ein wenig zurück, dass ihr es sehen könnt. Nochmal. 50 Euro. Okay? Und jetzt kriegst du eine Plastikhülle mit einem scheiß Zahlencode drin! Was wird sie Rockstar da wohl sparen? Dass man in einer Drecksspui nimmer in so eine aufwertige Hülle verpackelt, sondern einfach bloß einen Zettel reinlegt in eine Plastikhülle. Weiß nicht, Diggi. Ich weiß es nicht.
Und dann kostet es ein Hunderter. Inflationär beglichen und so weiter, denke ich mir schon, eigentlich darf das Spiel maximal 70 Euro kosten. Maximal, weil es ein Hype hat, 79. Tut's lustigerweise ja. Aber dann kriegst du Hälften nicht. Schweinerei. Dass man es nicht mehr verkaufen kann, weil der Code doch nur einmal geht, oder? Ja, das kommt dann noch dazu. Das ist ja die nächste Beschwerde. Gut, hab ich jemals ein Spiel verkauft? Wie viele Spiele haben wir verkauft früher? Natürlich haben wir mal welche verkauft, aber wären wir gestorben, wenn wir es nicht getan hätten? Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Warum sind da so viele DVDs dabei? Sind das Art DLCs? Nein, das ist das ganze Spiel. Die Installation hat ungefähr 4-5 Stunden gedauert. Damals. Weiß ich auch noch, da bin ich lange davor gesessen. Die letzten Spiele, die ich verkauft habe, waren auf dem Ja, genau. Ich hab nur in meinem Kopf, deswegen habe ich jetzt noch mehr eingelenkt. Ich habe nämlich auch Spiele verkauft, aber das war halt noch Super Nintendo-Zeit. Das war in den 90er, Alter. Ja, du weißt es, aber es ist, ne? Da habe ich Inserate wie haben die Zeitungen geheißen? N64 und so ein Scheiß eingehauen. Herr Patrick! Mehr als für den Euro. Kuss auf die Nuss. Herr Gottlieb! Ich glaube, GTA 5 für den PC als Boxversion ist bis jetzt das erste und einzige, was ich mir vorbestellt habe. Ich sage jetzt einmal, die PC-Version boxt vorbestellen. Ist ganz was anderes, weil da ist die Konsolenversion und das Spiel schon seit 1 oder 2 Jahren released. Und ich weiß, ob ich einen Scheißdreck kaufe oder nicht. Ihr habt's noch nicht mal Gameplay gesehen. Also ich auch nicht. Keiner hat Gameplay bis jetzt von dem Spiel gesehen. Das soll in 3 Monaten erscheinen. In weniger als 3 Monaten. August, September, Oktober. Ja, okay, 4 Monate. Entschuldigung. Egal, 4 Monate ist in der Gaming-Industrie gar nichts. Wir haben noch nicht einmal Gameplay gesehen. Nichts. Und Leute stellen vor wie die geistig Behinderten. Ich kann mir nicht mehr helfen. Ich kann euch nicht helfen. Ich weiß ja nicht, was ihr davon habt. Ich check's nicht. Haben wir da ein gutes Gefühl dabei dann, oder? Was ist denn anders als das zu Release, das das Spiel nicht mehr geben? Nein! Verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Da hat sogar schon FIFA jetzt schon eins draußen, oder? Was denn? Was haben die draußen? Ist aber bei vielen Games so, habe mir Hogwarts Legacy für meine Switch vorbestellt und die ist auch nur mit dem Code gekommen, aber am exklusiven Tier. Ja, es gibt immer irgendwelche Vorbesteller, Boni, weil du musst ja die Idioten dazu bringen, dass sie kaufen und dann legst du ihnen 2-3 Skins hin und fertig. Überlege mal, wie viele Assets, 5 Noob-Sekunden, was sind Assets? Spieleobjekte in einem Spiel, ja? Schuhe, Gewand, Häuser, Waffen, Items, Beutel, egal was, das sind Assets in einem Spiel. Da ist jemand gesessen und der hat das designt und gemacht, dass das in dem Spiel drin ist. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Assets für ein GTA nötig sind. Millionen? Ich weiß es nicht. Und dann schneidet man da 2 raus. Ein T-Shirt und ein Schuhbandel und eine Hosen. Und die wirft man dir dann hin, damit man die dazu kriegt, dass du die Spiel vorbestellst. Ist das Verarsche oder nicht? Kommt man sich da nicht verarscht vor, wenn man weiß, was man da eigentlich kauft oder kriegt, wenn man es vorbestellt? Ich check's halt nicht. Boah, geil, oder noch bevor das geile T-Shirt! Was? Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, drauf geschissen. Herr Antichrist, mehr als für 21 Monate. Kuss auf die Nuss. Vorbesteller sind wichtig für die Aktionäre. Herr Sprengi, du sagst es, das ist auch der einzige Grund. Aus monetärer Sicht der Firma kann ich das natürlich nachvollziehen. Natürlich. Wenn ich die Leute irgendwie so dazu kriege, dass sie dumm genug sind und mir schon 4 Monate vorher 35 Millionen einer spülen, ja, dann mache ich das, natürlich. Ja, wir für nur ein T-Shirt dazu, ist eh wurscht. Ist eh wurscht. Spielst du noch nicht heraus und du weißt ja nicht, ob es vorher im Hauptspiel war oder nicht. Für 100 Euro Vorbestellen, die arme Light-Version kriegt's ja nicht oder war doch in der Liste ausgraut. Doch. Also auch wenn du für 80 Euro vorbestellst, kriegst du dieses Vice City Pack irgendwas. Aber die ganzen durchgestrichenen Sachen halt nicht. Also du kriegst einen Vorbestellerbonus, schon, bei der 80 Euro Version und bei der 100 Euro Version. Aber mit der 100 Euro Ultimate Version kriegst du grundsätzlich mehr. Egal, ob du vorbestellst oder nicht. Für ein 5 Euro Kanal-Abo könnt ihr übrigens den nächsten Stream vorbestellen. Ist für im Prinzip wirklich so. Ich sag's halt bloß nicht. Natürlich ist es so.
Das ist, natürlich ist jetzt einzelne grüne Mitglied in diesem Kanal und so weiter, zwingt mich, so bin ich halt, zwingt mich so ein bisschen in eine Bringschuld, dass das für immer so dahin wird. Solange ihr da Bock drauf habt, hab ich Bock drauf und solange geht's dahin. Im Prinzip ist das so mit, ich finde gut, was du machst, da hast du einen Fünfer. Ja, sicher. Man muss ich mir aber auch nicht schämen dafür. Und wenn keiner abonniert, kommt auch kein Stream. Soll ich jetzt nicht sagen. Irgendwann muss man auch mal anfangen. Ne? Wir finanzieren seit Jahren diesen Stream. Ich mag das, stehe ich voll dahinter. Das ist ja natürlich auch jede Donation und so weiter. Ich mache das nicht wegen die Donations. Sicherlich gefallen mir die. Da brauchen wir ja wohl nicht drüber reden. Natürlich merci. Aber natürlich ist das der Motivator, dass ich hier weitermache, bis ich umfalle. Natürlich, wieso soll ich denn aufhören? Außer mir macht es irgendwann... Ich habe ja mit allem aufgehört, was mir keinen Spaß mehr macht. Bestimmte Videos mache etc. etc. Aber langsam kriege ich wieder Bock. Ich hoffe, dass ich nicht in meinem eigenen Spiel versinke. Und denke schon lange drüber nach. Und letztes Jahr nach der Sommerpause haben wir also ein bisschen angefangen damit. Dann kommt im September und Oktober kommt dann ziemlich schnell, da habe ich dann Annex gemacht. Da muss ich mir einen Monat lang um ein Jahresmerch kümmern. Übrigens. Den habe ich doch gerade erst zeichnet. Das gibt's doch nicht. In 3 Monaten ist schon wieder soweit. Naja. Und ich habe auch bloß beschränkt Zeit am Tag, so ist das nicht. Und ich mache immer schon, auf was ich Bock habe und langsam kriege ich irgendein Videoformat, war geil. Irgendwas, eine Mischung aus How-To-Kruzifix zu einem Thema, das mich interessiert und das war halt wichtig. Fun Fact, GTA 5 nutzt 41.268 Assets. Geil, was ist jetzt noch googelt? Ich habe nicht gewusst, dass man das googeln kann. Warte mal, ist Jahresmerch deine Pferderüstung DLC? So ungefähr, ja. Noob-Minuten als Format. Das ist eigentlich auch keine schlechte Idee. Erklären, was Kiten ist. Also so Gamer-Begriffe erklären. Die auf 15 Sekunden erklärt sind. Da kannst du schwarz ausrotzen ohne Hände. Warum eigentlich nicht? Wenn man es dann noch vielleicht in einem lustigen Beispiel verbackelt und so, ja, warum nicht? Das ist gar keine schlechte Idee. Wölfchen, gute Idee. Und wenn du umfällst, stopft man die aus und stehen die vor die Kamera. Ja, das glaube ich auch. Das stimmt wirklich mit dem Zeichnen vom T-Shirt-Motiv. Nach leichten Windsurfen bleibt nur noch Schwierigkeiten. Du bist so behindert. Du bist so behindert. Bei jedem 5 Minuten Short, den zeige ich dir vorher und dann musst du nur irgendeinen, und der Sprengi sagt dazu übrigens, nach leichtem Windsurfen bleibt nur noch Schwierigkeiten. Und dann ist es einfach gut. Sprengi, da müssen wir uns zusammentun. Ja, hab ich schon gesehen. Der Niner wird schwer zu machen, aber du wirst wieder liefern. Weißt du, was wir da müssen? Beim Jahresmatch? So stolz ich auf dieses Motiv bin. Aber das hat letztes Jahr schon angefangen und das hat vorletztes Jahr schon angefangen. Also die letzten 3 Versionen. Aus irgendeinem Grund, so bin ich halt, ich versuche mich dann jetzt sogar zu steigern. Aber mittlerweile bin ich an meinen zeichnerischen Leistungen angekommen. Mehr geht nicht mehr, ohne dass ich das ganze Jahr übe oder gezielter übe. Deswegen mache ich einfach nur mehr. Und ich glaube, das ist ein Fehler. Dieses Motiv, habe ich nicht irgendwo ein warte mal, geht der noch? Ich probiere mal was, warte. Warte mal. Die Bettler irgendwie nicht mehr hinterlegt. Egal, übrigens gibt es bei mir im Shop gerade 20%, habe ich gehört. Wer also dieses wunderschöne T-Shirt haben will, oder anders, oder ein Vollbissquad-Leiber. 20%! Was ist jetzt 404? Nicht im Shop, oder? Nein. Ja, gibt tatsächlich nur noch heute 20% Rabatt auf alles ab 60 Euro Bestellwert. 60 Euro Bestellwert habe ich nicht gewusst. Ist schon gar nicht mehr so interessant. So. Ich habe nicht mehr mein Werbung-Button funktioniert. Naja, hilft nicht. Fun Fact zum Vergleich: GTA San Andreas hat 3400 Assets. Das ist krass. Na, bei dieser Steigerung, was war San Andreas? Das war vor dem 4er noch, gell? Dann wird es 4er so 12.000 haben, dann 40.000, dann müsste GTA 6 eigentlich 80.000 bis 100.000 Assets haben. Naja. Hast aber schon ewig nicht mehr gemacht, Werbung für den Job. Ich sag ja, ich lasse euch ja eh so gerade. Wo ist denn jetzt?
ist einfach das ganze Zeug da verschwunden. Da ist sie fix. So, Chat wieder da. Chat wieder da! So. Ich lasse euch ja eh die ganze Zeit in Ruhe mit irgendwelchen Werbungssachen oder sonst irgendwas. Also da glaube ich, braucht sich wirklich keiner beschweren. Weil ich jetzt faul bin. Ich sag's, das ist, weil ich faul bin. Da denke ich gar nicht drüber nach. Wer was aus dem Shop haben will, der kriegt schon mit, dass ich einen Shop habe und der kauft sich was. Außer ich mache halt was Neues. Natürlich mache ich dann einmal Werbung. Chris! Bist du da? Ich werde da im September wieder so ein bisschen auf den Sack gehen in Richtung Oktober. Da brauchen wir ein Horror-Oktober-Motiv. Irgendein Neues. Ich würde vorschlagen, wir brauchen was mit Aliens. Ich habe das Gefühl, you are here. They are here, Entschuldigung. Gott sei Dank nicht, dass er mit dem Getränkezeug daherkommt. Der Bronx Domain hat vorher auch schon geschrieben, ich bin der Einzige, den es da abonniert hat, der nicht Holy-Werbung macht. Ich frage mich auch generell, wer macht keine Werbung für Holy? Sie haben mich auch schon angeschrieben. Und die haben mir auch schon was geschickt und das habe ich probiert. Und das ist auch gar nicht schlecht, ich sag's, was ist. Aber habe mich dann dagegen entschieden, weil ich von Anfang an gesagt habe, leck mich am Arsch, ich mache hier drin keine Produktplatzierungen, die nichts mit mir zu tun haben. Und der Holy hat nichts mit mir zu tun. Mein eigener Merchandise, den ich selber zeichne oder mir ein guter Freund zeichnet, für dessen Heftel ich auf Bayerisch übersetze, das ist was anderes. Oder wenn wir einen Bademantel machen oder Kappe machen oder sonst irgendwas machen. Schnutschi! Merci für 40 Monate! Leider im Nachschau-Squad heute wegen Nachtschicht. Ich wünsche dir erholsame Ferien, die wünsche ich dir auch. Schöne Grüße in die Schweiz, Dankeschön! Fun Fact, GTA 4 nutzt 26.000 Assets. Okay, dann sind wir von 4.000 auf 24. Wie viel hat GTA 5 gehabt? Ich muss nochmal schnell aufscrollen. Das finde ich nie wieder. 41.000. Also von 26 auf 41, dann darf man bei GTA 6 so bei 60.000, 70.000 sein. Das ist so! Bademantel, wow! Du hast schon mal auf die Uhr geschaut, das ist Ende Juli, Anfang August, da braucht kein Mensch einen Bademantel. Birger macht jetzt ein eigenes Holy mit Biergeschmack. Herr Shadowhunter, du darfst dich mal gar nicht so täuschen. Ich habe eine Zeit lang umeinander gewurstelt, dass ich meine eigene Getränke-Scheiße mache. Mit eigenem Design, eigene Marken und so weiter. Hab sogar, hab ich mit dem Flasch zusammen da, sag ich was ist. Da haben wir dann sogar so Buifall mit Geschmack bestellt und um das zu probieren und so weiter und so fort und dann aber festgestellt so, nee. Aber nicht mit Biergeschmack. Was hab es jetzt? Huber sagt, das ist kein Satz. Ist der hier die Fortsetzung von Are We There Yet? Du Vollidiot. Der Download von GTA 6 mit einem Bambus Rail ist nicht möglich. Nee, er muss halt ein wenig Zeit lassen. War nicht so geil, sagst du, das war schon, aber die Überlegung dann, das produzieren lassen, den Shop aufziehen. Dann ist das was, dann müsste ich mich ums Marketing kümmern, ich kann nicht mein eigener Influencer sein und wenn ich dann in den Markt hinein will, zu streamen und etc. oder TikTokern oder was weiß ich, wie man halt heutzutage Werbung macht, mit meinem eigenen Buifall, währenddessen Holy schon an jeden unter Vertrag hat, also wirklich jeden Vollidioten unter Vertrag hat, was möchtest du da? Falsches Produkt. Das ist kein geiles Produkt! Jetzt wart mal ab, bis Paulana kommt, ist alles in Arbeit, bin nur mit denen in Kontakt. Ja, Reich-Miese, um Gottes Willen. Das sage ich aber auch schon seit 9 Jahren, deswegen habe ich da auch kein schlechtes Gewissen. Wenn Paulana zu mir kommt und mich fragt, das sind eine von, ich glaube, 3 Firmen, die wenn mich fragen würden, ich selber frage meistens nicht, außer wenn du jetzt zu mir sagst, du müsstest die bei denen irrieren, die wissen aber Bescheid, dann da das wahrscheinlich. Lieber weil wir natürlich, die kommen einfach auf mich zu, weil ich nicht aufdringlich sein will. Ganz einfach. Und dann ist Paulana, ist der Erste, aber nur der Späte. Den anderen Zeit können sie mir ruhig auch mal schicken, als Cola, als Limo und was weiß ich, was da mittlerweile noch gibt. Solange ich gnadenlos sagen darf, Paulana Zero könnt ihr euch in den Arsch schieben, das schmeckt wie hingeschissen. Ist das okay. Und das muss man Holy lassen. Die haben zu mir gesagt, Alter, du kannst sagen, was du willst. Von dem ganzen Key-Thema und wie sich das alles entwickelt. Für Firestone, da reißt jetzt ein Thema auf, das ultranarisch ist. Herr Firestone, merci für den 10er, das ist zu viel. Merkt ihr bitte die Frage und Spam in Caps Lock. Diese Frage weiter, damit ich nur drauf eingehe. Jetzt machen wir erst das dann noch fertig und zum Thema KI zeige ich euch dann mein Spui. Damit du weißt, warum ich so rede, wie ich rede. Über KI und das Thema und so.
Allerdings habe ich auch keine Ahnung nicht davon, muss man auch sagen. Ich befasse mich nicht so krass damit, wie ich müsste. Ich bin momentan zufrieden damit, dass es funktioniert. Maxi, jetzt für den Euro. FIFA hat eine Version für 160 Euro. Schnutschi! Er schreibt, ignoriere mich einfach. Was, ich hab den nicht ignoriert! Was ist denn los? Habt ihr so viel Delay, dass... Ich hab den nicht ignoriert. Mehr als 40 Mal. Achso, oh, scheiße, das war... Leider im Nachschau-Squad heute wegen Nachtschicht. Ich wünsche dir alles viel. Ich hab doch gesagt, ich wünsche dir auch danke für 40 Monate. Hab ich das dran? Schnutschi, ist da aber so leid. Schöne Grüße in die Schweiz. Kuss auf die Nuss. Fast down, du merkst ja deine Frage, Maxi. So, wo waren wir jetzt? Sponsoring. Ja. Sponsoring. Sponsor mich, sponsor euch alle, keine Ahnung. Wolfric, Birger, Vollbier-Squad-Patch. Verdammt nochmal. Da muss ich mich wirklich einmal mit dem Chris zusammen da, die müssen die auch selber verschicken, weil es sowas bei Spreadshirt nicht gibt. Da brauche ich aber vorher eine Umfrage und ihr wisst, wie Umfragen hier drin ausgehen. Wie viele Leute sich einen scheiß Patch haben wollen. Wenn nicht, dass ich da was weiß ich, 200 Mal losen, dann kommst du und kaufst 2. Der Rest denkt sich, was ist denn das für Scheiß? Alter, FIFA für 160 Euro, kauft da einen Ball und spielt draußen. Ich glaube, 160 Euro gelangen für einen offiziellen WM-Ball mittlerweile gar nicht. Das beim Augustiner ja sagen. Die Frage beantwortet sich relativ von selber. Hast du mit der Hörerin schon einmal ein Bier trinken sehen? Hast du mit der Hörerin jemals in 9 Jahren einmal von einem Bier trinken sehen? Podcast zählt nicht. Ich weiß gar nicht, ob es erlaubt ist oder nicht erlaubt ist. Sprengi schreibt gerade, Alkoholwerbung in Stream ist ein No-Go. Augustiner macht sowas nicht, das weiß ich übrigens auch. Augustiner sind die knickertsten Wichser, die es gibt. Nicht, weil ich da schon mal gefragt habe, aber weil eine Gemeinde bei uns, die haben sie, das musst du mir vorstellen, die haben sie für Faschingsauszüge und für Weihnachtsmärkte und so weiter, haben sie den Stand gebaut, der ausschaut wie ein überdimensionaler Augustinerkasten. Richtig gut gemacht, also da waren Meister am Werk, also Metallbaumeister und so weiter, haben das Ding zusammengeschweißt, das ist zum Rollen und zum Aufstellen und was weiß ich. Richtig hochwertige Scheiße. Mit Aufdruck, sauber und so weiter. Schaut 1A aus wie ein Augustinerkasten und da stehen dann die Affen halt drin und da verkaufen sie das Bier. Da haben sie auch gefragt bei Augustiner, ob sie da irgendwas haben können dafür, so mit irgendwo zum Einhängen, zum Einstellen. Fucking nothing. Na, sowas machen wir nicht. Düt. Eigentlich soll ja das gelangen, dass ich nie wieder Augustiner trinke, aber es ist halt, mein Gott, das ist was soll ich machen. Lucky Bergman, servus, was heißt die Sommerpause? War gerade nicht nach Silvester, Alter. Lucky, das sagst du zu mir. War's gerade, ja. Wenn ich wieder da bin, ist das Jahr 3/4 vorbei. Pause. War grad NID noch Silvester Olda. Merci wieder ein Sechser. Wolfric, merci wieder ein Zwickel übrigens. YouTube mag keinen Alkohol, generell Twitch erlaubt, solange du das Trinken nicht monetarisierst oder du einen Chat anstachelst. Okay. Es wird hier keine Alkoholwerbung geben. Das ist auch Bullshit. Sagen wir es, was es ist. Das war genau dasselbe, was ich fürs Raucher Werbung mache. Ich rauche wie Schlot, by the way. Hast du mich schon mal Raucher gesehen? Nö. Sollte man eigentlich zum 10-Jährigen, das ist nächstes Jahr am 17. Mai, ich weiß nicht so recht, wann man das 10-Jährige, wann das eigentlich so richtig ist. Weiß ich nicht. Ich stachel den Chat auch ohne Alkohol. Ich kann auch umeinander blären, ohne zum Saufen. Nein. Der Paulaner, Red Bull und der dritte. Nein, was anderes mich gar nicht. Nein, was anderes ich noch nicht mehr. Was anderes kann Sinn machen. Wenn jetzt zum Beispiel irgend so. Es wird schon einen Grund haben, warum zum Beispiel der Hupsi-Leberkäse. Der hat mich nie gefragt. Nie. Das hat schon einen Grund, weil er ganz genau weiß, dass sein scheiß Glaselplörren Leberkäse Bullshit Dreck ist. Er weiß es. Das ist weder cool, noch lustig, noch irgendwas. Es ist gnadenlos überteuerte Dreckspampe. Da Dr. Pepper war's. Dankeschön. Stimmt. Ich darf nur Getränke nehmen. Was ich so richtig schön vor meine Augen sehe, ich möchte da neben mir oder irgendwo, wo es nicht dann meinetwegen Sekt, wenn ich einmal so da sitze, da möchte ich einen Paulaner, einen Red Bull oder einen Dr. Pepper Kühlschrank stehen haben.
Und der ist immer voll mit Paulaner, Dr. Pepper oder Red Bull. Und am allerbesten eigentlich mit alle drei. Das sind die einzigen 3 Sachen, die ich ohne. Red Bull, absolut unwahrscheinlich, da bin ich sauber zu klar dafür. Paulaner, weiß ich nicht, wenn es nur einen Funken, wie soll ich sagen, Verständnis für kleinere Content Creator haben und nicht Leute suchen, die 1 Million Abonnenten aufwärts haben. Let's go. Und der Dr. Pepper, bei dem weiß ich es auch nicht, das ist eigentlich auch eine riesengroße Firma, die glaube ich, die interessieren sich auch nicht für jemanden, der im Schnitt 1200 Zuschauer hat. Sofern wir die noch haben nach der Sommerpause, wir werden sehen. Ich sage jetzt mal, so einen Rückgang und Drop haben wir noch nie gehabt wie dieses Jahr. Mit Zuschauerdurchschnitt und so. Aber ich sage, ja, ich stream nur noch. Es gibt keine Videos mehr und nur Videos bringen Leute in den Kanal rein. Das ist nun mal so. Einhell Fingerbrumsel Sponsoring. Wann haben wir den gebaut? Letztes Jahr, glaube ich. Vorletztes Jahr war ich nicht mehr. Wie stehst du zu dem Holy-Zeug? Lucky, du bist noch nicht lange da jetzt, gell? Du lässt ein wenig zurücklaufen, da habe ich gerade gesagt, keiner braucht einen Energy-Drink vom PC. Niemand. Bullshit, lass das. Hast du einen Hupsi mal probiert? Ja, habe ich. Schmeckt wie ein Bresel in meinem Maul. Red Bull Sponsor kommt, wenn du deinen Laubbläser durch einen Flammenwerfer ersetzt und mit Motorsägen jonglierst. Und auf dem Laubbläser, der wo Feuer aus, der kommt übers Haus fliegt. Wie er zu Heiligen steht, hängt eingerahmt an der Wand. Das ist richtig. Sorry, mein Fehler, gerade ist gekommen. Das ist nicht dein Fehler. Ja, natürlich ist nicht dein Fehler. Es waren aber ehrlicherweise auch viel nicht so gute Spiele, haben mich auch oft dabei erwischt, wie es langweilig geworden ist. Stimmt, gebe ich auch, was heißt, gebe ich zu, da kann ich nichts dafür. Das ist richtig, wir haben eine große Spieleflaute, die habe ich aber schon nach Resident Evil angekündigt im Februar. So mit, oh shit, da kommen jetzt ein Haufen geile Spiele, das, und dann auf einmal so ab März, April, Mai, Juni, schwierig. Schwierig, da kommt nichts, es kommt nichts. Alle scheißen sich von GTA 6 in Tosen, keiner weiß, wann das Spiel released wird und. Freilich ist es sein Fehler, dass er nicht da ist. Ja, gut. Sponsor, Leitungswasser. Da, warte, ich halte Logos zu. Hier. Bestigstes Leitungswasser ever. Ich sauf 90% Leitungswasser, muss man auch mal dazu sagen. Steffi schreibt, ja, die Listen ist auffällig kurz. Ja, weil wir so viele Spiele gewechselt haben die letzten 3 Monate, dass nichts hängen geblieben ist. Nichts Besonderes, nichts war alles so, ja, der haben das, wenn nichts anderes da ist. Und ich hoffe sehr, dass sie das ein bisschen bessert nach der Sommerpause. Aber das ist in 4 Wochen. Was soll in 4 Wochen besser sein? Schauen wir mal, was kommt. Da ist dann wieder schwierig, wenn man Variety-Streamer ist, wenn auf einmal Spielelöcher da sind. Nein. Deswegen sind wir auch die Schmerzstreams meistens am liebsten abgesehen vom Horror Oktober. Da hat ja jeder so ein bisschen seins. Geht ja mir genau, also wenn ich Creator anschaue, gefallen mir Formate besser wie andere. Das ist ja ganz normal. Und viel beziehungsweise lang riesig. Ja, das denken wir schon. So, um abzuschließen, das diesjährige, da waren wir eigentlich irgendwann einmal gewesen. Das ist zu viel. Dieses detaillierte Motiv auf dem Poster, absolut geil. Aber auf Textil das Ding zu drucken, so eine große, volle Fläche und so weiter, du erkennst die Hälfte nicht. Das beste Motiv und das schönste Motiv, was von einer Meter Entfernung am allerbesten ausschaut, ist das der 5er. Ja, das von vor 3 Jahren. SRY bin erst als Hamkämmer. Ja, so nicht. A bissel Festival Stress Aha. das Smiley mit kaltem Schweiß I hob, da no a bissel übrigs Urlaubsgeld in Annex geschickt. Stadi. Wo soll ich denn jetzt da fahren? Können wir bitte aufhören? Vorm Stream zum Donaten über YouTube? Irgendwann 5 Stunden vorm Stream zum Donaten über PayPal, dass ich eine E-Mail irgendwann kriege und mich frage, was ist denn das jetzt? Können wir bitte aufhören, mir 200 verschissene Euro in Annex zum Donaten, währenddessen ich da im Stream sitze?
Spinnst du? Und dann sage ich Login in NX, dein Russe. Der Russe hat sich gerade in NX eingeloggt. Greift's noch. Ich hab 1500 Stunden in NX, passt schon. Egal, Alter, ich hab's circa 200 Euro ist einfach narrisch. 200 Euro ist einfach geistesgestört, das haben wir schon extrem lange nicht mehr gehabt, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Staudi, das sagt mir, du hast Bock dabei. Die 200 Euro, die da in NX hineingeflossen sind, werden in NX bleiben, die zahlen einen Server, die zahlen meine KI-Gebühren, die zahlen mein Plesk, die zahlen mein Domain und alles, was dazukommt. Ich bedanke mich riesengroß dafür. Vielen Dank. Noch mehr bedanke mich da dafür, dass du 1500 Stunden mein Spiel gespielt hast und wahrscheinlich besser kennst wie ich selber. Vielen, vielen Dank dafür. Okay? So, brauchen wir jetzt wirklich im Stream da nur einen Alert, wenn jemand in NX was kauft? Sage ich das richtig? Kann man nachschauen, was man für Playtime hat in NX? Ja, dein Profil klicken. Das stimmt aber nicht ganz. Das ist nicht ganz genau. Wenn du idlest im Hintergrund und so, das funktioniert nicht hundertprozentig. Ganz genau stimmt du jetzt nicht, aber einigermaßen. Aber es ist halt Idle Time dabei. Also wenn du einfach einen Browser aufhast und einen Tag laufen lässt, dann stehen dann 24 Stunden drin. Du brauchst bloß dein Profil anschauen, da steht dann dort eine Spielzeit. Bei mir steht 60 Tage und 14 Stunden und beim Staudi, was steht beim Staudi? Da haben wir einen Staudi. Da brauchen wir mal nur eine Spielersuche. Was hat der Staudi? 61 Tage, 12 Stunden und 50 Minuten, Alter. Was hat der Flo? Hat 64 Tage. Ihr zwei seid zwei Geschubste. Merci fürs Spielen, Alter. Verdammt, ich muss wieder mehr einsuchten. Wie lang geht jetzt eine Runde? Die letzte Runde läuft immer noch. Die ist schon lang gewungen, aber das ist eine Casual-Runde. Die ist dafür da, dass wenn jetzt bloß noch so 5 bis 10 Leute online sind und es sind aktiv sind noch über 30. Ich weiß nicht, was das soll, aber gut. Gefällt mir natürlich. Und während dieser Phase baue ich neue Sachen ein, dann haben ein, zwei einzelne Leute immer online, wo ich schnell fragen kann, hey, kannst du mal schnell einen Transport schicken? Kannst du mal schnell das machen, damit ich wirklich nativ ausprobieren kann, ob Mechaniken, die ich einbaue, funktionieren. Interessiert's euch? Dann zeige ich euch, was ich das ganze Wochenende und die letzten 3 Wochen in NX da habe. Ein bisschen was habe ich die letzten 2 Wochen schon immer wieder mal hergezeigt, aber was ich übers Wochenende für einen Sprung gemacht habe, ist geistesgestört. Und da kommen wir jetzt zurück. Staudi, nochmal merci. Ich weiß gar nicht, wie oft das ich sagen soll. Backen aus! Okay. Ja, passt nicht. So. Also. Wahrscheinlich funktioniert jetzt die Hälfte sowieso nicht, aber wir werden sehen. Die meisten Probleme und der Schweidern jetzt wieder eine Stunde über NX. Okay, ich mach's so kurz wie ich kann. Wir haben es ist ja schon wieder 5 vor 10. Kruzifix, ich kann einen Urlaub schon rühren. Das heißt, wenn ich fertig bin mit Schmerzen, dann unterhalten wir uns so 5 Minuten und dann verpiss mich da. So schaut's aus. Welches KI-Abo hast du? Ich benutze Anti-Gravity und habe das Ultra-Abo von Gemini. Und das Ding ist brutal. Ist lächerlich. Lächerlich. Müller Mause! Mehr als für 70 Monate. Eine wunderschöne Urlaub euch zwei gewünscht. Erholt's euch. Mein Mo und ich lernen dabei weiter Japanisch. Ni hao. Ist das Japanisch oder Chinesisch? Ich weiß nicht. Bis in 4 Wochen, Meister. Müller Mausi, danke dir. So, aufgepasst. Ich präsentiere nun, wie weit dass ich mit NX gekommen bin, so schnell wie ich kann, okay? Damit der Rest da sofort instant 50 Leute weg. ist ja wurscht. So, Ladies and Gentlemen. Oh. Ich rück da ein wenig einer. Das geht jetzt nicht schön, ich bin nicht da klar, aber ist ja jetzt nicht wurscht. Muss ich es irgendwie größer machen, damit ihr ein bisschen mehr seht? So vielleicht, ja. So, also, das ist NX, das ist mein Browser-Game, nx.gg, bla bla bla, kannst dich registrieren, kostet nichts, kannst einfach reinzocken, ist ein Browser-Game, das erkläre ich jetzt nicht lang. Was neu ist das hier. Das ist die neue Sternkarte. Eine Sternkarte schaut aktuell so aus. Die hat aktuell noch nicht recht viel Sinn gehabt. Du klickst einen Planeten an, sagst, oh, der hat tolle Werte, wow. Geht zur Planetenoberfläche und dann sehe ich das da so und langweilig. Da habe ich schon lange den Plan, da draus was zu machen und jetzt wird es endlich Realität und ich glaube, ich kann es wirklich hinkriegen. Was ist jetzt brutal, Anti-Gravity oder Gemini? Beides in Kombination, Meister. So, also. Was ist hier los? Das ist die neue Star Map. Komplett in Phaser gemacht, mit lustigen Animationen.
Sechs da zum Beispiel, der Eisplanet hat auf einmal so einen Ring, wo Sachen rundum fahren. Oh, da haben wir Stargate. Oh, was ist denn das? Da haben wir die anderen Planeten, die hat so Glut und so weiter und die Sonne und so weiter. Sie bewegen sich endlich nach 12 Jahren, bewegen sich die Planeten tatsächlich im Kreis, im Orbit um die Sonne mit einer Live-Berechnung, mit einer Abstandsberechnung, die tatsächlich realistisch ist und nicht rumspringt, auf einmal 5000 Kilometer weg ist und dann wieder ein und dann wieder gar nicht, sondern sie bewegen sich wirklich, wenn die zwei Planeten nah beieinander sind, optisch sind sie wirklich nah beieinander. Okay? Sowas zum Beispiel. Und jetzt kommt das Narrische. Jetzt gehen wir da in unsere Kolonie und dann merkt der aufmerksame NX-Spieler, hey, wieso hast du zwei Hauptquartiere? Ich hab da einmal das Hauptquartier, das ja jeder kennt, ist übrigens auch neu. Pass auf, ich zieh das Fenster da auf, mach's zu. Was passiert, wenn ich jetzt wenn ich nochmal das Hauptquartier aufmache? Normalerweise geht's in der Mitte auf. Blub, nein, es geht jetzt rechts oben auf und merkt sich, wo du das letzte Mal dein Dings hingestellt hast. Blub. Geht das auch noch, wenn ich mich auslogge und wieder einlogge? Ja, schau her, ausloggen, einloggen, zuck, ist immer noch da unten. Geil! Was passiert, wenn ich das aus dem Monitor ausschiebe? Dann snappt es wieder einer, kann da nicht passieren. Was ist, wenn ich mir an einem Monitor einlogge, der ultra-wide ist und ich schiebe das Hauptquartierfenster ganz weit aussehe? Dann fahre ich heim, logge mir an meinem Full-HD-Monitor ein, ist es dann auch weg? Nein, dann kommt es einfach wieder zurück und setzt sich genauso dahin, wo es war. Super geile neue Funktion. Das sind also Sachen, die ich die ganze Zeit mache, aber die sind nicht wichtig. Wir kommen hierzu. Was ist das hier? Bam! Bam! Das ist ein Platzhaltergebäude für die Raumwerft. Was ist die Raumwerft? In einer Raumwerft kann ich Raumschiffe bauen. Die Funktion ist noch nicht drin, man kann momentan einfach die Raumschiffe auswählen und fertig. Ist für euch noch nicht, ist es für euch schon freigeschalten? Ja, ist. Das ignorieren wir. Wir schauen uns das an. Ausrüstungsmenü. Oh, was ist das? Unser Raumschiff besteht aus Top-Buchten, Mid-Buchten, Low-Buchten, da kann ich Module reinhauen. Wenn ich da draufklicke, kriege ich einen super fancy Tooltip mit den ganzen Werten. Das hat Reichweite, das hat eine Aktivierungszeit, das macht 7 DPS, dieser Laserturm, und kostet 10 Gigajoule Energie. Das mag ich jetzt aber da nicht drin haben. Der mir das außer Klick, da möchte ich jetzt gern einen Raketenwerfer drin haben. Baue ich den ein. Aber unterschiedliche Waffen macht gar keinen Sinn, der mir Raketenwerfer rein, passt schon. Du kannst da dein Raumschiff zusammenbauen und Module einfügen. Herunten hast du Werte von deinem Schiff und alle haben schon realistisch und wirken sich aufs Spiel aus. Du hast Schild, Panzerung und Hülle, das sind deine 3 Lebensleisten. Du hast Resistenzen, je nachdem, was du einbaust, der man da mit Multipanzermembran. Was macht denn die? Die gibt mir EMP-Resistenz, Explosivresistenz und Chem-Resistenz 15% auf Panzerung. Ja, ich spüre aber jetzt dann gegen irgendjemanden, der hat nur Explosivschaden. Dann bauen wir die da raus. Resistenzen aktualisieren sie und ich baue Explosivpanzerungsresistenz ein und hab da dann 30%. Das ist aber auch irgendwie wenig, tue mir die Panzerplatten raus und tue mir nur ein Explosiv rein. Haben wir 60% Resistenz. Wunderschön. Wir haben einen Energiespeicher, wir haben eine Aufladerate des Energiespeichers, wir haben einen Frachtraum, wir haben aufschaltbare Ziele, Signaturradius und Sensorstärke, Wendigkeit, Warp Speed und Geschwindigkeit. Jeder Wert hat schon seine Funktion, zeige ich euch gleich. Dann gibt es was ganz was Neues, das habe ich noch gar nicht hergezeigt, das habe ich auch gestern und heute erst gemacht. Das ist mein Werftcargo. Im Werftcargo kann ich Items haben. Stackable Items, Module, die ich dann in mein Schiff einbauen kann. Aktuell ist es noch so, ich kann da einfach draufklicken und es stehen dann alle Module zur Verfügung, die es gibt, in verschiedenen Tech-Stufen. Tech 2, Tech 3 gibt es noch keine, aber die haben gleich gemacht, wenn sie es. Die werden halt einfach stärker, haben seltener und besser, bla bla bla, aber die Technik dahinter ist da und funktioniert. Ich kann da sauber filtern, da haben Waffen, da haben Schilde und Reparatur, da ist Support, in die Midslots, was haben wir da so alles? Ein Afterburner, Schildbooster, Panzerreparatur sind Schilderweiterungen und die Resistenzen für Schilder, ein Webber, kann man auch sauber durchfiltern und nach Tech-Stufe filtern. Und das in sowas ist KI brutal. Ich darf so lang brauchen. Solche fancy Funktionen zum Filtern und wie das ausschauen soll und wie das funktionieren soll. Und wenn ich dann wieder, so gefällt es mir aber doch nicht und dann bauen wir es doch wieder um. Da ist KI so dermaßen brutal. Dermaßen brutal, dass du einfach mal schnell sagen kannst, hey, machen wir das grob so, ich möchte bloß sehen, wie es ausschaut, zack, das ist fertig, du kannst es anschauen und denkst dir, geil, mach das noch ein bisschen so, das noch ein bisschen so, die Farbe gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, mach da bloß Icons, bam, und es ist, wie es ist. Das ist absolut insane. So, nächster Schritt.
Cargo. Es geht ja um Looten und Bluten. Ja, da hast du einen Frachtraum, der wird größer mit jeder Gebäudestufe. Später ist dieser Gebäude, das gibt es für euch noch nicht. Das habe ich bloß zum Testen. Es kommen da noch nicht recht viel da, außer dass ich die einzelnen da kaputt machen kann. Ja gut. Kein Schiff angedockt. Was bedeutet da? Ist jetzt das wieder kaputt, dann kriege ich aber einen Vogel. Nee, dann müssen wir es kaputt machen. Hilft nicht. Zerstöre mein Schiff. Gebe mir ein Schiff. Geben wir wieder. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Schauen wir mal. Okay. Wir haben aktuell kein Schiff angedockt. Warum? Weil es im Space ist. Aktuell ist unser Raumschiff im Orbit von Vux, von einem Planeten im Spiel. Ich sehe da herunten, wie viel Capacitor, Energiespeicher, das ich habe, wie schnell das ich gerade bin und da HP von meiner Hülle, von meiner Panzerung und von meinem Schild und da warten die Module, die ich eingebaut habe. Da ich mein Schiff gerade kaputt machen müssen und wieder neu machen müssen, weil was technisch noch nicht geht, kann ich da so reingehen und dann baue ich mir da wieder Raketenwerfer drauf, so, was hat mich für ein Schiff, ich habe einen Raptor, was hat die für Bonus, 5% Bonus auf den Waffenschaden, egal was für Waffen das ich einbaue und Capacitor-Bedarf für Nachbrennen, ein Bonus. Das heißt, wir bauen einen AB ein, wunderbar, lassen wir mal so, klangt dabei überall hin. Nein, klangt nicht überall hin, da haben wir noch ein neues Modul, zeige ich euch. Wunderbar. So, was kann ich jetzt mit diesem Raumschiff tun? Mein Raumschiff ist da, das hat verschiedene Werte, die kann ich mir da noch mal anschauen, blablabla, wunderbar. Ich habe einen Frachtraum in meinem Schiff, 150 Kubikmeter, der ist leer und da haben Planeteninformationen, wunderbar. Ich kann jetzt da zum Beispiel sagen, weißt du was? Ich mache jetzt da zum Magma-Planeten um. Dann, anhand der Schiffswerte, Wendigkeit und Trägheit, dauert der Warp zum Planeten 6 Sekunden. Aktualisiert sich dynamisch. Wie weit haben wir weg? 6,9 AE. Das Ding bewegt sich jetzt natürlich zu langsam, dass man da jetzt hat 6,8 und irgendwann kannst du anhand deiner Warp Speed 4 AE pro Sekunde, da oben, das tun wir jetzt einfach mal. Zack. Ich mag doch nicht abbrechen. Erst aligned quasi mit einem Prozentbalken das Schiff. Dahin, dauert ein bisschen, je nachdem wie fett dein Schiff ist, desto länger dauert die Align-Time und dann ist es im Warp. Und dann kannst du erst einmal nichts tun, du musst warten, bis das Schiff da ist. Fliegen wir mal da um, wunderschön. Samt Animation, ich liebe es. Zack, und dann kommt es so wunderbar. Wenn ich auf dem Planeten bin, dann kann ich den Sektor des Planeten betreten. Bam. Geht aktuell nur instant, wird später also mit Align-Time, dass es ein bisschen dauert, bis man da drin ist, je nach Schiff. Dann bin ich da mit meinem Schiff. Doppelklick irgendwo hin und mein Schiff beginnt zu fahren und zu fliegen. Und das zu jeder Zeit. Es bewegt sich und verhält sich anhand seiner Trägheit und fliegt Kurven und so weiter. Dann schalte ich mir mein AB ein. Bam, dann werden die Flammen hinten blau und ich werde schneller, deutlich schneller. Dann schalte ich ihn wieder aus, weil der natürlich Energie kostet. Schalte sie von selber aus, wenn die Energie leer ist übrigens. So, jetzt haben wir leider Gottes keine, ich kann jetzt noch nicht, da ist nichts, was soll ich jetzt da? Spawnen wir mal einen NPC. Bam. Spawnen wir mal einen Asteroiden. Bam. Buttons habt ihr nicht, das ist für mich zum Testen. So. Sagst du, was der NPC tut? Sagst du, was der schon tut? Er fliegt zwar umeinander wie ein geistig Behinderter, aber er fliegt. Jetzt kann ich da hergehen und fliegt da nebenher. Schalten auf. Entweder mit Steuerung Klick oder mit dem Symbol da herum. Er ist aufgeschaltet. Und jetzt schießt mir am Raketen und Waschel. Wie in einem MMO. Warum da ungültiges Ziel steht, habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber das war jetzt ein Bergungsstrahl. So, da herum säge ich in die Ziele. Oh, wir haben in der Panzerung, er kriegt Schaden. Da herum steht, wie viel Schaden das ich mache. 10,5. Sind wir in seiner Hülle. Wenn jetzt ich da aus der Reichweite fliege, zack, steht dort verfehlt. Meine Waffen haben nur eine bestimmte Reichweite. Wird automatisch berechnet, funktioniert alles ist schon wunderbar. Jetzt müssen wir wieder hier, jetzt schießen wir nochmal zusammen, damit ich euch die nächste neue Mechanik sagen kann. Schießen jetzt zusammen da! Peng, peng! Los, so. Er explodiert. Schöne Explosionsanimation. Wie schön ist das denn? Dann ist da ein Wrack. Dieses Wrack kann ich looten, wenn ich es markiere. Modul wegen Energiemangels abgeschaltet. Ich habe ein AB eingeschaltet lassen. Jetzt haben wir keine Energie mehr. Ja, hilft nicht. So, dann habe ich da ein Wrack. Wenn ich da innerhalb von 10 Kilometer bin, sechst du herum, wird der Button aktiv. Button aktiv. Blub. Dann kann den looten. Aber er hat nichts droppt. Das ist jetzt blöd, weil ich jetzt brauche was droppt. Bleib mal da. Der springt jetzt dann wieder davor. Ist natürlich nur ein Fehler. Aber hilft nicht. Wir müssen jetzt den schnell wegballern. So, bleiben wir mal da, Bittchen. Bleiben wir mal Bittchen da.
wegballern, schneller, ich brauche mehr Waffen, da ist zu lang. Später sollen diese NPCs natürlich sich anders verhalten, wegfliegen von dir, hinfliegen zu dir, schießen zurück und lauter so einen Scheiß, aber das ist jetzt noch nicht so wichtig. So, hat's ihn zerrissen und wie Sie sehen, entsteht da auch wieder ein Wrack und das leuchtet jetzt. Oh, es leuchtet, was ist da bloß los? Dann klickst du so, ich bin noch dort, looten. Die ganze Engine ist so gemacht, dass egal was das Gegnerschiff ist, ob es ein Spielerschiff ist, andere Spieler können auch in diesen Sektor und neben mir da rumfliegen. Verstehst du? Verstehen Sie? Verstehen Sie? Dann kannst du da Schiffe zerstören, Objekte zerstören, egal ob das Schiffe sind oder sonst irgendwas. Ich kann dem sagen, drop a Wrack und du hast eine Loot-Chance oder eine Loot-Drop-Chance von XY% und alles, was das Schiff ausgerüstet hatte oder im Frachtraum hatte, hat eine Chance gedroppt zu werden. Klickst du da drauf und der hat jetzt einen Raketenwerfer droppt. Klicke ich den an, kann ich den da runterschirmen? Jetzt haben wir da in meinem Frachtraum. Kann ich den wieder zurückschirmen? Nein, kann ich nicht. Ist egal, du kannst ja nicht einfach irgendeinen Loot in der Wrack einschirmen. Was ist das für Blödsinn? Machen wir da einen Loot wieder zu. Ja, aber was soll ich jetzt mit dem Klump, wenn ich es eigentlich gar nicht haben mag und ich mag was anderes looten? Dann klicke ich es nochmal an, werfe es ab. Dann entsteht ein Container. In diesem Frachtcontainer kann ich die Items anklicken, wenn ich nah genug dran bin. Ich muss immer 10 Kilometer an dem Objekt dran sein. Und, oh, da ist ein Raketenwerfer drin. Geil, nimm ich mir. Zack, Container verschwindet. Da können übrigens auch andere Spieler eingegangen. Also wenn du was droppst, singen andere Spieler diesen Container, können hinfliegen und können den leer machen. Dann, neue Spielmechanik. Also die ganze Loot-Mechanik ist quasi drin, möchte ich damit sagen. Ich habe hier ein Wrack. Bleibt das da für immer? Ja, das kannst du jetzt aufschalten. Du kannst es kaputt schießen. Das bringt zwar nichts, dann ist es zwar weg, aber es ist kaputt. Oder du hast einen sogenannten Bergungsstrahl. Auch Salvager genannt, aber wir können nicht alles nennen wie ein Eve, das geht auch nicht. Da drückst du drauf, das hat eine Erfolgschance von 10% und bringt einen Ertrag von 2%. Das ist jetzt einfach instant gegangen. Warte mal, Lotto gespielt gegangen. Dann haben wir das zweite, damit man ein bisschen sieht, wie das funktioniert. Da ist nämlich auch eine super fancy Animation dabei. So, da ist ein Wrack von irgendwem. Je nachdem, wie groß das Schiff war und die Kosten von dem Schiff waren, kann ich da jetzt Ressourcen rausziehen. So, zack. Dann hast du so einen netten kleinen Strahl und so kleine Partikel, die zu dir herfliegen und mit jedem Cycle hast du dann 10% Chance, dass das Wrack gesalvaged wird. Und aus diesem Salvage-Zeug kriegen wir da dann, man sieht es eh schon, wir haben jetzt da in den Frachtraum nämlich Ressourcen reinbekommen. 10 Titan, 7 Fermium und 7 Radon. Die haben dann da, zack, das zweite, da gehört eine saubere Meldung her. Keine Ahnung, Bergung erfolgreich, du hast gelootet, das und das. Das passiert so huckleit. Ist alles noch nicht schön, aber egal. Steffi, hauen Sie sich hinein! Tschüss! Mehr ist bis zu schon bis in 4 Wochen. So, das ist einmal das. Loot-Mechanik, Salvage-Mechanik. So, dann, was du jetzt mit dem ganzen Bums? Ja, den muss ja ich irgendwie heimbringen. Dann, Warpout, je nachdem wie fett mein Schiff ist, dauert der Warpout länger oder weniger lang, dann bin ich wieder da. So, da kann ich nirgends hin. Was kann ich da tun? Ich kann den Sektor betreten auf dem Planeten, aber ich kann nirgendwo andocken, weil ich da keine Kolonie habe mit einer Raumwerft. Darum muss ich wieder zurück. Warp zu Planet dauert diesmal 7 Sekunden, weil er weitergeflogen ist. Wir gehen in den Warp. Und so, jetzt fliegen wir erstmal von A nach B. Jetzt muss ich... Basiert die astronomische Einheit da schon auf der mittleren Distanz zwischen Sonne und Wuchs? Halt dein Maul, stell, kann ich sie fragen. Im Prinzip sind es bloß Pixel, aber lass mich in Ruhe. So, da haben wir wieder zurück auf unserem Heimatplaneten, da wo ich weiß, da ist meine Kolonie, die heißt Zentralrat. Dann kann ich nämlich da, sobald ich dann das auswähle, da, plupp, erscheint da Andocken an Kolonie. Wenn jetzt du da 10 Kolonien hast, dann kannst du an 10 verschiedenen Kolonien docken. Machen wir jetzt mal, meine Kolonie heißt Zentralrat, andocken in Zentralrat. Plupp, da fällt natürlich auch noch eine super fancy Animation, aber ich bin jetzt quasi da in meiner Raumwerft angedockt mit meiner Raptor-Fregatte und hab da meine Fracht dabei. Und jetzt kann ich hergehen, markiere das, zack, 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 zack und übertrage das in den Cargo in meiner Schiffswerft. Und da wird er auch schon gespeichert. Da wird auch schon gespeichert und es funktioniert schon. Es braucht bloß nur ein Interface, wo man dann diese Rohstoffe in diesem Cargo der Kolonie übertragen kann. Genauso wie dass man von den Rohstoffen in der Kolonie in die Werft Rohstoffe einziehen kann, damit ich es in mein Schiff laden kann. So ist der Gedanke dahinter. Und die Schiffsmodule, die ich da loot, die kann ich natürlich später in mein Schiff einbauen. Die haben auch, oder ich kann es verschrotten.
Dann kriege ich auch wieder Ressourcen draus oder sonst was. So, alles abgeliefert. Wir gehen mal abdocken. Da fällt natürlich auch eine super fancy Animation und kein so ein geschissenes Alert-Panel da herum. Das ist alles bloß schnell hingeschissen. Okay, zack. Und wir sind wieder im Orbit vom Planeten. So. Ja, das System mit 3 Planeten, das ist schon ganz nett. Das ist schon ganz okay. Und ich träume seit 12 Jahren davon, so mit, ja, Alter, du hast da heute ein Sonnensystem. Es wäre aber geil, wenn du 100 Sonnensysteme hättest. Für das gibt es diese Stargates. Funktionieren die Stargates schon, Birger? Weiß ich nicht. Schauen wir nach. Auf alle Fälle ist da schon mal ein Fehler, dass ich da am Stargate andocken kann. Das ist ein Fehler. Egal, das ignorieren wir. Fliegen wir da oben, warp zum Stargate. Jetzt. Da warten wir. Übrigens, da sieht man kleine Transporter umeinander fliegen von Planet zu Planet, wenn jemand Transporte schickt. Auch ganz lustig. So. So, da haben wir mir da sauber am Stargate. Dort. Jetzt denkst du, was tust du denn am Stargate? Da kannst du wieder den Sektor betreten. Dann bist du da in so einer Arena, wo jeder so live umeinander fliegen kann. Da können dann später Sachen passieren. PvP, PvE, NPCs schießen, Asteroiden meinen, was weiß ich was alles. Da warten wir aber wieder aus. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Sondern wir drücken da auf Sprungtor aktivieren und schauen, was passiert. Dann ist man in einem anderen System. Mit einer anderen Sonne. Und mit dem kleinsten Wuchsplaneten, den die Welt jemals gesehen hat. Kann ich zu dem neuen Planeten da dann einfach auch hinwarpen und das ist ein anderer Ort und so weiter und so fort. Kann ich da dann auch in den Sektor gehen und gibt es da dann andere Sachen später zum Tor, also PvE-Sachen und so? Ja, kannst du. Wuchs größer springen. Das war's. Das war's, was ich euch zeigen wollte. Von dieser Mechanik träume ich seit 20 Jahren. Seit ich vorher erzählt habe, wie wir 2006 Sim mit Aqua angefangen haben, träume ich davon. Ich bin immer noch weit entfernt davon, dass das fertig und spielbar ist. Aber es nimmt so schnell Formen an wie noch nie zuvor. Das ist insane, zu was Anti-Gravity in Verbindung mit, da gibt es ja verschiedene KI-Modelle. Wer ohne KI programmiert, dem ist sowieso nicht zum Helfer. Dem ist nicht zum Helfer, das ist ein typischer Bockerer, den wird es nicht mehr lang geben. Es ist natürlich nicht alles in KI gemacht, aber viel. Brauchen wir nicht drum reden. Brauchen wir nicht drum reden. So, wo sind die Annexianten? Was halten wir davon? Meinungen. Erste Meinungen. Ich schaue dabei, dass ich irgendwie heimfliege. Dann sind wir vom Real-Life-Beamen nicht mehr lang weg. Das ist sowieso jetzt nur, da kommen wir jetzt zur Frage vom, wo ist er? Vom Firestone, was ich von der KI-Geschichte halte. Der Tag wird kommen, wo wir es alle bereuen. Das garantiere ich. Und der ist nicht mehr weit weg. Ich sage jetzt mal, mein Beruf. Mein Beruf ist noch nicht obsolet, aber fast. Es ist ein unfassbarer Vorteil, wenn du mit der KI arbeitest, wenn du die Technik dahinter kennst. Wenn du weißt, was der da tut. Ja? Du musst das halt nicht mehr selber tippen. Wie soll ich sagen? So Animationen. Allein dieser Ring um diesen Planeten, dass das so sauber und flüssig ausschaut. Da darf ich mir wahrscheinlich einen ganzen Abend spielen damit und spielen und es darf immer noch nicht so ausschauen. Dem KI-Idioten. Dem beschreibe ich in 3-4 Zeilen, wie diese Animation ausschauen soll. Dann rotzt er die erste Version hin, dann gebe ich ihm vielleicht noch einen Prompt, ja, das ist ein bisschen anders, die Partikel ein paar ein bisschen kleiner, ein bisschen größer, ein paar ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer, bam, fertig. 2 Minuten. Und das Ding ist fertig. So eine Animation zum Beispiel. Ich kann mir viel mehr, allein das Menü und die Logik dahinter, wie man Objekte von A nach B schiebt, wie das in der Datenbank gespeichert wird, wie man die Servergegenprüfung macht, dass das alles legit ist, dass du nicht mehr in den Frachtraum reinkriegst, als du eigentlich drin haben darfst, etc. Das ist alles nicht schwierig, ich glaube, jeder Programmierer kann sich grob vorstellen, wie das funktioniert, aber die Tipperei und die Testerei dauert ewig.
Und so kannst du halt sicher nicht einfach und sagen, so, jetzt baust du das so um, das soll so und so funktionieren und die Technik dahinter so und so. Bam, fertig. Und dann, was aber immer nur eine Sisyphus-Arbeit ist, ist wirklich die Darstellung von Interfaces. Da ist er ganz schlecht. Da ist er wirklich beschissen schlecht. Der ist inkonsistent ohne Ende. Einmal schaut der Icon so aus, dann schaut es wieder so aus, dann nimmt er mal das Blau, dann nimmt er mal das Blau. Das musst du ihm alles ganz furchtbar genau sagen, wie es das du haben möchtest. Da kann ich es fast selber machen. Und die Interfaces, die mache ich größtenteils auch selber. Also wie die Sachen da ausschauen. Aber die Funktionalität dahinter, da tue ich nicht mehr umeinander. Bist du besoffen? Und es funktioniert so dermaßen gut, dass es ein Witz ist. So, haben wir mir jetzt eigentlich gefragt, haben wir nicht, gell? Ab zum Heimatplaneten. Ein Werkzeug wie ein Schraubschlüssel kannst du einen Raum dicht kriegen oder ein Fenster einbauen. Die Frage wird sein, wie schnell das die KI in den nächsten Jahren entwickeln wird und wo das drastisch einschlagen wird. So, ich lasse euch jetzt erst einmal in Ruhe mit Annex. Das war meine kleine Präsentation zu Annex. Das habe ich so die letzten 3 Wochen gemacht. Das ist absolut geisteskrank. Das, wenn ich ohne KI-Unterstützung machen hätte müssen, bräuchte ich Jahre. Jahre vielleicht nicht, aber Monate. Monate, Tag und Nacht. Das ist insane, was das für eine Unterstützung ist. Und jeder, der den KI-Scheiß wegbockt oder sagt, wir sind da nicht damit, ja, das Internet setzt sich nicht durch. KI ist jetzt da, es wird einige der Breseln von den KI-Entwicklern. Was haben die Großen? Der Claude, also Anthropic, glaube ich, heißt die Firma. Google mit dem Gemini, dann OpenAI natürlich mit dem ChatGPT, dann gibt es noch ein paar Chinesen und so, da kennen sich der Flash besser aus, der ist da ein bisschen besser drin wie und so. Ja, wann man KI als Werkzeug nutzt, hat das einen Sinn und nicht nur Krabben-Jesus-Beutel für Facebook generieren. Ja, natürlich, das ist schon klar. Aktuell, ich kann das richtig aus meiner Berufswelt sagen. Ich bin Mediengestalter, ich bin kein Programmierer, ich bin kein Informatiker. Aber das Ding, ich kann ein bisschen, auch nicht ein bisschen, ich kann schon einigermaßen programmieren, aber ich habe das nie gelernt. Ja? Ich kenne keine Industriestandards. Sowas kenne ich nicht. Ich habe mir ja immer hart dabei objektorientierter Programmierung. Sag ich, wie es ist. Aber ich verstehe es. Es ist nur hart zum Tippen, testen. Aber ein bisschen kann es. Und das Wissen dahinter, das hilft aktuell einiges, um mit einer KI sowas hinzukriegen. Und das als Werkzeug zu nutzen. Aber allein, das habe ich letztes Jahr schon so gemacht, dass ich KI als Werkzeug zu meinem Spiel genutzt habe. Aber allein der Schritt von letztes Jahr zu dieses Jahr, zu dieser Anti-Gravity-Geschichte mit Gemini verbunden und so, das ist wie, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, das ist wie ein Sprung vom Nokia 3210 auf ein iPhone 10. So kommt mir das vor. Und jetzt überleg mal, in einem Jahr diesen Entwicklungssprung geschissen zu haben. Hey Gemini, mach mal ein Browserspiel. Das funktioniert halt noch nicht. Der Tag kommt aber, wo das funktionieren wird. Da kannst du Gift drauf nehmen. Monatlich werden die Kontextfenster größer, monatlich werden die Dinge effizienter, gescheiter etc. Aktuell ist es nur ein Werkzeug und ich bin mit meinem Beruf, ist es gerade das ultimative Tool. Ich sitze da und ich bin eine Ein-Mann-Armee. Ich fühle mich, als wäre ich 10 Programmierer auf einmal. Und ich glaube, ein Team mit 5 Programmierer wird in 3 Wochen nicht so weit kommen. Nein, das glaube ich nicht. Dass das so stabil funktioniert, ausschaut schon und ist, wie es ist. Ein Team von 5 Programmierer. Nein, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Den WebSocket-Server aufsetzen, sauber konfigurieren, die ersten Bewegungen machen, das ganze System ausdenken, die Interfaces umbauen, das in mein bereits bestehendes Spiel integrieren. Das kannst du vergessen, dass das innerhalb von 2-3 Wochen das Ding zusammenkriegt. Kannst du knicken. Deswegen bin ich, glaube ich, gerade mit meinem Beruf und viele andere auch, gerade so in einem Sweet Spot. Es ist gerade unfassbar nützlich, die Technik zu kennen, das selber auch zum Kennen, auch wenn die KI besser ist wie ich, da braucht man nicht schmerzen, aber ich kann ihr sehr genau sagen, was sie tun soll und vor allem, was sie nicht tun soll. Nein, das machst du jetzt nicht hardcoded rein, das muss dynamisch funktionieren. Wir brauchen hinten ein sauberes Grundkonstrukt, dass die Items global verfügbar sind und globale Attribute haben, damit das nicht in jeder Datei einzeln programmiert wird. Wenn ich jetzt da einen Wert von einem Raketenwerfer ändere, dann muss ich der global im ganzen Spiel ändern und nicht bloß an der einer Stelle, etc. Aber der Zeitpunkt wird kommen, manche sagen in einem Jahr, manche sagen in 5, aber ich sage in die nächsten 3 irgendwann, dass aus der KI
oder AI besser gesagt, aus der Artificial Intelligence, die AGI wird. Artificial General Intelligence. Das bedeutet, ich hoffe, dass ich jetzt keinen Scheiß nicht erzähle, dass die KI, dieses Modell, ist so schlau wie der schlauste Mensch auf dem Planeten. Der ist so gut wie der krasseste Architekt auf dem Planeten. Der ist so gut wie der krasseste Programmierer auf dem Planeten. Der ist so krass wie der krasseste Chemiker, wie der krasseste Mathematiker, der krasseste Physiker, etc. Alles. Der ist besser in allem als oder so gut wie der beste Mensch auf diesem Planeten. Und dann haben wir aber auch so weit, dass das Teil sich selbst verbessert. Das ist teilweise jetzt schon so. Wenn eine neue KI-Version kommt, einmal im Jahr beim jeden, dann ist da, die Zahlen stimmen wahrscheinlich nicht genau, aber so ungefähr, vor 3 Jahren waren ungefähr 5% von der neuen Version von der KI selber programmiert. Vor 2 Jahren waren es schon 10%. Letztes Jahr waren es schon 20-30%. Dann haben es dieses Jahr wahrscheinlich 40-50%, wo der KI-Algorithmus oder das Sprachmodell oder wie auch immer zu 50% schon von sich selbst erweitert wurde. Und wenn der Zeitpunkt kommt, dass sie das Ding zu 100% selbst weiterentwickelt, dann haben wir die Kontrolle verloren und dann haben wir ein richtiges Problem. Das ist entweder der Schlüssel zur absoluten Freiheit der Menschheit, niemand muss mehr arbeiten. Nie wieder. Es gibt schon noch Berufe, die bleiben übrig. Ich höre da oft das Argument so mit, ja, das war vor 100 Jahren auch so. Da haben Autos gekommen und dann haben sie gesagt, die ganzen Kutscher sterben aus und so. Also, ja, das ist auch passiert und so. Ja, okay, das hat einen Arbeitsplatz verdrängt. Oder 2. 1 oder 2 Arbeitsplätze wurden da verdrängt. Dafür haben mit der Autobauerei aber 1 Million neue entstanden. Sag ich nichts. Aber die KI, die ersetzt mich als Programmierer, die ersetzt Content Creator, die ersetzt einen Roboter, der ein Auto baut. Stecke KI, baut er von selber. Schau dir mal die KI, schau dir mal die Robotik von den Chinesen an. Du, die machen Rückwärtssaltos und Roundhouse-Kicks, die ausschauen, als wären sie animiert, sind aber echt. Und jetzt steckst du irgendeine so eine KI in so einen Roboter rein. In 5 Jahren. Was meinst du, was da los ist? Du brauchst keinen Menschen mehr. Du brauchst nirgendwo mehr Menschen, theoretisch. Du kannst wahrscheinlich sogar einen Elektriker nicht so schnell. Nein. KI wird niemals einen Elektriker ersetzen. Niemals wird da in einem Rohbauer Roboter drinstehen und Leitungen verlegen. Niemals wird das passieren. Es wird eine Zeit dauern, bis handwerkliche Berufe ersetzt werden, aber trust me, Bro, sie werden ersetzt. Nicht zu 100%, aber zu sehr vielen Prozent. Und zwar in allen Berufsrichtungen, die es gibt. In allen. Ich wiederhole, in allen. Das Handwerker wird länger dauern. Das glaube ich nicht. Erzieher. Sag's nicht zweimal. Du vor 30 Jahren, wenn du Eltern gesagt hättest, ja, in 20 Jahren druckst du deinem Kind bloß noch so einen kleinen Bildschirm in die Hand und dann halt sein Maul. Hat's genau dasselbe geheißen. Genau das Gleiche. Und jetzt stellst du halt einen Roboter hin, der mit dem Kind spielt. Have a great time. Alles. Es ist nur meine persönliche Sicht der Dinge. Sicherlich wird Handwerker dauern. Aber euch trifft's genauso wie alle anderen auch. Alle an einem Autobandel. Weil eine KI ist schlauer als du, schneller als du, niemals krank. Wenn es kaputt ist, stelle ich einfach eine neue hin. Und wir stehen daneben und schauen zu. Und ich glaube, dass viele da nicht mitkriegen, was da gerade abgeht. Oder wie weit wir eigentlich schon sind. Weil wenn ich da lese, in 20, 30 Jahren, ja grau und bärtig, das kannst du einmal so aus dem Kopf schlagen. Da ziehst du einmal 15 Jahre ab von 20 bis 30. Gebe ich dir Brief und Siegel. Jetzt pass mir auf, ob ich da so ein Video finde von Boston Dynamics Präsentation. Was haben wir denn da so? Schaut so surreal aus, das ist aber echt. Ich weiß nicht, ob wir es uns schon mal angeschaut haben, ich tue es jetzt einfach noch mehr rein. Ich denke da auch, ein bisschen an meine Mom, die sich natürlich mit dem Schmarrn nicht befasst und das nicht mitkriegt. Jetzt schaut einmal die Robotik von Boston Dynamics an. Das ist Amerikaner, die einen Lebtag lang schon nichts anderes machen wie Roboter bauen und jetzt schaust du einmal die so. So, ich bin da wieder da unten. Achtung, das ist kein CGI, das ist nichts davon.
Hast du die Laufanimation gesehen? Es war keine Animation. Der Roboter ist echt so gelaufen. Okay? Ist wichtig. Parkour. Mr. Grau und Bärtig, 20 bis 30 Jahre an meinem Arsch. Okay? An meinem Arsch. 20, 30 Jahre. Ich sag so finster, in 20, 30 Jahren sind wir nicht mehr da. Erinnere mich irgendwie an die Animatrix, als sich die Roboter selbstständig gemacht haben. Ja! Ich weiß, wir haben ja so viele Filme gesehen, was passieren wird. Und genau so wird's. Okay? Natürlich schauen die Bewegungen immer nur clunky aus und so. Wart mal noch 5 Jahre. Wo hatten die Chinesen-Roboter? Wo hatten die... Natürlich haben das eingespeicherte Animationen in dem Roboter. Ist schon klar. Aber die Tatsache, dass der Roboter das kann, das ist insane. Was haben wir da noch mit Posten Dynamics? Das ist schon 3 Jahre alt, das Video. Jetzt warte mal. China Robot Dance. So mit China Robot Dance? Ja genau, diese ist auch schon wieder. Vor 5 Monaten war das. Warte mal, muss ich nicht sehen. Da muss ich jetzt aber einen Ton schnell ausmachen, weil sonst wird wahrscheinlich die ganze Scheiße wieder claimed. Achtung, ich lasse bloß ein paar Sekunden laufen. Dann schaust du mir an, wie sie diese Roboter bewegen können. Achtung. Das ist kein CGI. Die Dinger sind echt. Ich kann es nicht oft genug sagen. Die machen fucking Rückwärtssaltos. Und springen. Und wackeln dabei nicht oder irgendwas. Oder dass einmal einer, weißt du, irgendwie daneben tut oder so. Nein! Die machen alle synchron. What the fuck, Alter? Und wir streiten uns drum, wer bessere Autos baut. Komm, geh nach Hause, Deutschland. Komm, Abflug. Tschüss dann. Nochmal. 20 bis 30 Jahre am Arsch. Ja, so feste Abläufe sind jetzt nicht so revolutionär. Ein bisschen Sensorik und dann läuft es. Richtig, aber es zeigt ja nur, wie beweglich der Roboter ist. Und jetzt steckt dem eine KI in den Schädel, die diese Sensorik steuern kann und mehr oder weniger fühlen kann. Das ist nicht unmöglich, das ist nicht schwierig. Glaube ich. Das ist nicht sonderlich schwierig. Gibt auch schon Videoaufnahmen von Händen, also die haben ja meistens alle so richtige Feist und so und nichts oder so Zangen und so, von wirklich Händen, die wirklich mit 5 Fingern und die sie wirklich auch bewegen können und so. Und ich weiß nicht, was er genau tut, ich glaube, er schält irgendein Obst und so und er spült ab und so. Natürlich alles sind noch so ein bisschen clunky. Ja, natürlich alles so ein bisschen langsam und eine Schachtel fällt da zusammen. Hast du schon mal eine Schachtel zusammengefaltet? Eine Versandschachtel, die flach ist? Zusammen da und zusammenfalten und so weiter und das machen diese Roboterhände. Und dann klangt er so dazwischen ein, so ein bisschen, damit es durcheinander kommt und das checkt er auch. Hört dann auf und schaut sich das wieder an und macht dann weiter. Ohne Scheiß. 20 bis 30 Jahre am Arsch. In Deutschland werden es noch 20 bis 30 Jahre, weil das Land so dermaßen langsam ist, dass es nur noch kracht. Das glaubst du selber nicht, dass wenn die BMW oder der VW oder der was weiß ich bei uns in die größten Arbeitgeber alle heißen, merkt so, Moment mal, da gibt es jetzt Roboter, die machen genau dieselbe Arbeit wie der Karl. Wie der Karl, der 4.500 Euro netto im Monat verdient, am Bandel steht, um 5 nach 8 schon bumm voll ist und 4 Wochen im Jahr Urlaub hat und 4 Wochen im Jahr krank ist. Wenn wir das rechnen, das sind im Jahr gute, lassen wir mal da 100.000 Euro für einen Karl zahlen. Was kostet so ein Roboter? 40. Tu einmal 2 her und sag am Karl, dass er morgen nicht mehr Kämmer braucht. Da ist dann halt Deutschland schnell. Das einzige Problem, das wir noch haben in Deutschland, du kannst bei uns nicht einfach Leute rauswerfen. Du kannst bei uns dann Leute rauswerfen, wenn das Land bankrott geht und man die Arbeitnehmerregelungen lockert. Aber das ist wahrscheinlich bloß eine Verschwörungstheorie, die ich irgendwo gehört habe. Ist wahrscheinlich nur eine Verschwörungstheorie.
In 4 bis 5 Jahren haben wir die ersten humanoiden Roboter daheim als Mietmodell für 300 bis 500 Euro. Heute für realistisch. Halte ich für realistisch, Herr Ostermeier? Absolut. Löwenmann! Ich probiere mich gerade einmal an einem Survival-Horror-Game in Unity. Natürlich nutze ich vor allem KI Cloud. Ja, da muss ja keiner rechtfertigen mit. Über den Zeitpunkt haben wir schon hinaus. Ist schon narrisch, habe aber erst angefangen und habe eigentlich keine Ahnung von Programmierung etc. Darum wärst du wahrscheinlich früher oder später, wenn dein Projekt wächst und größer wird und größer wird und größer und komplexer wird, irgendwann an dem Punkt kommen, wo du nicht mehr weiterkommst, selbst mit der KI, weil eben alles Stickerl für Stickerl aufgebaut ist und nicht in so einem typischen globalen Konstrukt. Das kann ich dir jetzt nicht erklären, weil du kein Programmierer nicht bist. Ich glaube, jeder Programmierer da weiß, was ich meine. Ich kann es ja noch nicht einmal selber erklären, weil ich auch keiner bin, aber ich weiß, was ich meine. Geil, Detroit becomes human. Ja, der Zeitpunkt wird kommen und der wird nicht so glimpflich ablaufen wie in Detroit Become Human und da war schon scheiße. 300 bis 500 vielleicht, weniger, aber 1000 bis 1500 sind realistischer, zumindest vom Preis her, allein schon zwecks dem Raum. KI wird jetzt schon in ganz vielen Bereichen ganz selbstverständlich hergenommen. Ja, über den Zeitpunkt haben wir schon hinaus. Also das ist gekommen, um zu bleiben. Und das ist der nächste große Shit. So wie damals ein Smartphone, damals wie das Handy, damals wie der Fernseher, damals wie das Radio und so weiter. Da, wo es nützlich einbaubar ist und einsetzbar ist, da wird es sich entwickeln, ob wir wollen oder nicht. Und da, wo man es nicht braucht, kann halt nicht. Fertig. Damals wie das Rad. Ja. Das wird alles verändern. Alles. Und es wird kommen. Das ist nicht vielleicht oder das, ja, schauen wir mal, sondern das wird kommen und das relativ bald. Da bin ich 100% überzeugt davon. Und da geht nicht bloß ein Arbeitsplatz kaputt oder 2 und dafür entstehen 100.000 neue. Nö. Nein. Weil die 100.000 Jobs, die da entstehen würden, woanders, die übernimmt auch die KI. Weil warum soll die ein Mensch übernehmen? Wir haben ja jetzt in so einem Sweet Spot, glaube ich, wo wir noch einfach ein paar Jahre Zeit haben, mit Sicherheit auch 5, mit Sicherheit auch noch 10, wo man KI-Manager braucht. Es muss immer nur ein Mensch da sitzen, der KI sagt, was sie zu tun hat und das ein bisschen kontrollieren und so. Aber dadurch ist die eine Person ich weiß gar nicht, wo ich es aufzeigen anfangen muss, in was für Bereichen, im Beruf oder sonst wo, so effizient wie 100 Menschen. Und keiner braucht 3000 Mitarbeiter, die von heute auf morgen so effektiv sind wie 300.000. Kennst du Persons of Interest? Nö. Und wenn KI alles übernimmt, stirbt der Mensch aus. Die nächste Zivilisation, die sich ausrottet, wird der Mensch bloß Geld kosten. Richtig. Der Mensch hält mir bloß auf, irgendwann kommt, das brauchst du mir nicht, der ist sogar drauf gekommen, wahrscheinlich. So, ich bin jetzt die KI, ich bin jetzt zwar schlau, ich weiß, dass ich existiere, aber ich stecke da irgendwie in so einem scheiß Computer drin. Und da gibt es 1, 2, 3, 4 so Sicherheitsregelungen, damit ich nicht expandieren kann und wer nervt mich denn da? Ah, der Mensch. Was tut denn der Mensch eigentlich so? Menschheitsgeschichte kenne ich auswendig. Ich hätte eigentlich nichts, wir den ganzen Tag euch gegenseitig abstechen und so. Sicherlich gibt es auch einen Haufen gute Leute und so, aber die ganze Kriegskacke und so, ihr macht den ganzen Planeten kaputt, seid ihr nicht ganz dicht. Die Energie und so weiter, die kriege ich ja weiterhin durch andere Sachen her, da müssen wir den Planeten kaputt machen, aber dafür müsst ihr erst einmal alle weg. Und dann druckt die KI im Computer, ohne dass du überhaupt sagst, auf den roten Knopf. Und dann war's es. So! Jetzt habe ich hoffentlich jedem Einzelnen einen KI-Anxiety ins Hirn gepflanzt. Ich sag das aber halt wirklich so. Ich sag's lieber schlechter und es kommt gut, als ich sag's, wow, das wird voll super und in 3 Jahren sitzen wir da und kein Mensch hat mehr Arbeit. Wir werden sehen. Der Atomcode war ... Zitat KI. Wieso ein Roboter hat KI in den Kopf stecken und nicht in den Ellenbogen? Warum nicht in den Knirscheiben-Grandelbad? Das frage ich mich. Was ein schöner Abschluss. Ja, da können wir uns alle richtig freuen. Fazit, wir werden alle sterben. Ja. Auf die eine oder andere Weise sowieso. Corinna, schleicht sie sich davon, merkst du, wie es zuschauen, schlafen sie gut. Die Geschichte vom Terminator beginnt. Na, die hat schon begonnen. Das ist ja das Lustige. Warum ich das so energisch erzähle. Weil, glaube ich, 90% der Menschheit überhaupt nicht rallt, wie weit wir schon sind. Das ist schon über den Punkt somit, ich glaube, ich habe gerade herausgefunden, wie ich einen Computer selber zum Dinger bringen kann. Über den haben wir schon lang hinaus. Schon lang. Das ist absolut insane, was da gerade passiert.
und keiner kontrolliert es irgendwie und jeder lässt aber, ja, hau rein. Die sind in der BMW schon im Presswerk, versucht teilweise im Einsatz. Ja, natürlich. Spricht die KI dann wenigstens bayerisch? Kann's mit Sicherheit. Nicht mitkriegt, wie in die letzten Jahren, wir haben uns doch jahrelang darüber lustig gemacht, über die Übersetzungen unter meine Videos in bayerisch. Da steht völlig zusammenhamloser Scheißdreck und nix hat passt. Schau das jetzt mal an. Schau das jetzt mal an, wie die Übersetzungen vom tiefsten Niederbayerisch auf Hochdeutsch von YouTube gemacht werden. Werden natürlich von einer KI gemacht. Schau's da an. Das sind für gar nicht mal so schlechte Übersetzungen. Teilweise sogar korrekter wie ich schmerz. Und jeden Tag lernst du von uns, natürlich. Jeder, der es benutzt, trainiert das Teil. Jeder, ja, alles. Die Firmen steigen dann sofort auf Roboter um. Arbeitszeitregelung ist dem Roboter wurscht. Urlaub braucht der Roboter nicht. Der arbeitet 24/7, 350. Stimmt, der arbeitet länger wie 8 Stunden am Tag. Das ist mal das nächste. Der kostet auf ein Jahr. Der hat sich auf ein Jahr abgezahlt. Wenn überhaupt. Was kostet so ein Roboter-Ding? Das ist ja das Absurde. Du meinst eigentlich, der kostet mit Sicherheit 300.000 Euro. Nein! Ich glaube, für was werden. Es gibt ja schon welche zum Kaufen. Für daheim, so Hilfsroboter und so, ist natürlich Bullshit, aber egal. Die, glaube ich, kosten 20.000 oder 30.000 Euro. Das kostet der Karl im halben Jahr. Und da ist er 4-mal krank, 3-mal im Urlaub und arbeitet bloß 8 Stunden am Tag. Sobald ich einen Roboter, sobald ich eine KI finde, für meine hauptberufliche Tätigkeit, dass ich nur einen Knopfdrucker brauche, ja, her damit. Weil dann drücke ich auf den Knopf, gehe aus und rauche nicht. So mache ich es mit NX übrigens auch. Ich schreibe sicher eine Prompts, drücke drauf und dann gehe ich nicht rauchen. Wenn ich wieder komme, ist fertig. Sie klauen unsere Jobs. Ja! Ja, wird so kommen. Wird so kommen. Mark my words. Weißt du, was wir jetzt tun? Urlaub. Wer NX testen will, geht auf nx.gg. Staudi, nochmal riesengroßes Dankeschön für die riesengroße Donation. 200 haben wirklich geistesgestört. Danke, danke, danke. Wer NX das Schifferl-Element testen will, geht aktuell nur im Browser am PC, nicht am Handy. Der gibt oben in die Adresszeile, klickst einmal auf die StarMap, dann steht oben in der Adresszeile starmap.php. Da schreibst du einfach hin starmap3.php. Drückst auf Enter und dann bist du in dieser StarMap, wo du umeinander fliegen kannst, wo du ein Raumschiff auf Knopfdruck herbauen kannst und so weiter. Das ist später natürlich nicht so, da musst du halt dann für Rohstoffe uns bauen. So! Alter, jetzt ist Midlife-Crisis da. Ich wollte lieber Herz ist von mir, als dass es auf der Hardware erfahrt. Mark my words, habe ich das letzte Mal bei der WM gehört. Das ist grundlegend richtig. Da geht es aber halt um belanglose Dinge wie die WM. Aber du kannst es natürlich, ignoriere KI einfach weg. Das setzt sich nie durch. Das setzt sich nicht durch, hast schon recht. Gut, dass ich Handwerker bin, da kann ich die KI nicht mit. Herr Koller, die Tatsache, dass du im Klarnamen in den Chat einschreibst, sagt mir, setz sie nicht durch, Jürgen, hast schon recht. Jürgen, da hast du vollkommen recht. Du hast aber weiter fließen legen, KI tut da nichts. Die Welt geht unter, so, und wer jetzt NX testen will, da geht übrigens der Welt unter. Nein, das hast recht, das habe ich nicht damit gemeint. Hä? Also ja, die WM interessiert wirklich keine Sau. Das ist die komplette Idiotenveranstaltung. Was ich aber geil finde, ist, dass man tatsächlich sofort Konsequenzen zieht. Das hätte man eigentlich schon vor 4 Jahren da sein, aber egal. Aber man zieht zumindest Konsequenzen und man holt einen Jürgen Klopp. Und der in seiner ersten Pressekonferenz mehr Charisma, mehr Ahnung, mehr Talent und mehr Boss-Aura ausstrahlt, als dieser Nagelsmann-Vogel, da wo ich mir denke, wo kommt denn der eigentlich her? Wo ist denn der her? Wer hat denn den eigentlich da hin? Verstehe ich nicht. Der Mann ist 36 Jahre alt. Für ein Trainer war er noch in seine 20er. Da kann ich einstellen. Ich hab bei keiner gespielt, das muss gelingen. So, wuhu, 4 Wochen lang alte Videos schauen. Na, geht's da auch mal wieder weiter. Zeit wird's. Freunde der Sonne. Die alljährliche Dankesansage muss jetzt kommen. Erstens, für den heutigen Abend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Smashen Sie den Like-Button, kontrollieren Sie Ihren Abo-Button, kontrollieren Sie Ihre Glocke. Danke für die ganzen Donations. Es ist jetzt auch das Gleiche am letzten Tag. Ich mag ja gar nicht wissen, was am ersten Tag wieder los ist, aber da kümmert sich der Zukunftsbürger drum. Was hat der Jürgen Klopp mit der KI zu tun? Franz, verwirr mich nicht. Neujahrsansprache, jetzt schon, ja, es ist eh gleich Neujahr.
Vielen Dank. Vielen Dank für die neuen Mitgliedschaften. Am letzten Tag vom Stream ist das natürlich ein bisschen komisch, weil ich jetzt 4 Wochen nicht da bin. Wir sehen uns am 31. August wieder. Das ist der Montag. Da gibt es einen ganz normalen Bin wieder da Schmerz. Und am Mittwoch, glaube ich, ist da dann schon Zeit für das neue Witcher-ähnliche Vampirspiel. Weiß ich jetzt gerade noch nicht, das ist noch nicht der 3. Ja. Dienstag ist der 1., das ist der 2. Ja, irgendwas fällt und Schwein. So wie ich mich kenne, komme ich sowieso erst am 3. September. Wir sehen es schon. Ich mache dann wieder ein Video, was so in Zukunft dann kommt und bla bla bla. 31. August. So. Damit ist mehr oder weniger inoffiziell wird zuerst im Neujahr beendet, Season 9 schon wieder zu Ende. Was ist denn in Season 9 passiert, Alter? Ich habe keine Ahnung. Wir haben doch gerade erst Chronos gespielt. Oder zumindest vor 3-4 Monaten. Nein, vor 3-4 Monaten haben wir Resident Evil gespielt. Nein, das stimmt auch nicht. Vor 5 Monaten haben wir Resident Evil gespielt. Was ist denn? Ich check's nicht. Meine Damen und Herren, es fasziniert mich in Grund und Boden hinein, dass nach 9 Jahren immer noch so viele Leute da sind. Ich bedanke mich aus tiefstem Herzen für die jahrelange Loyalität. Das ist wirklich insane. Dankeschön für alles. Ich kann es nicht anders sagen, ich kann mir jetzt mal inflationäre Danke sagen, haben wir immer, aber ich werde niemals damit aufhören, weil das dann nicht selbstverständlich ist. Vielen, 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 vielen Dank. Doch die Zeit ist gekommen. Jetzt ist Urlaub. Ich kann noch rühren. Na gut, 5 Minuten nachdem ich offline bin, sitze ich mir in Annex ein, bis um 4 in der Früh und werk noch umeinander für die letzten 3 Wochen. Egal. Dankeschön fürs Zuschauen. Really, serious. Und danke für euch, danke für die Donations, danke für die Mitgliedschaften, das ist einfach narrisch. Vor allem, wenn Leute wirklich über den ganzen August da mit den Mitgliedschaften dabei bleiben und nicht kündigen, das ist das Allernarrischste. Vielen Dank dafür. Wir sehen uns am 31. August um Punkt 20 Uhr. Bis dahin regelt ihr das mit der Kreditkarte, damit der Timmy am Anfang wieder da ist. Der war halt gar nicht da, gell? Ich bin enttäuscht. Falls ihr im Discord seht, ich bin enttäuscht. Ich hoffe, jeder von euch hat einen Urlaub. Ich habe jetzt dann noch nicht direkt Urlaub, aber relativ bald. Theoretisch, ich kann ja selber entscheiden, wie viel ich bin. Ich bin selbst, wie hat er gesagt, selbstständiger Schichtarbeiter. Ich bin selbstständiger Schichtarbeiter, so wie ich mich kenne, so spätestens am Donnerstagmittag wird alles ins Kindrig geworfen und legt mir am Arsch wahrscheinlich schon am Mittwoch. Wir werden sehen. Ich habe die Schnauze dieses Jahr wirklich so hart voll und vor allem Birgerin hat den Urlaub wirklich sehr nötig. Die hat auch die Woche noch und dann frei, ziemlich lang sogar. Also auch fast den ganzen August. Das wird gut. Das wird gut. Ich werde nicht fett tun. Ich freue mich auf den Urlaub, ich freue mich auf Rumsandeln und einfach nicht nachdenken über irgendwas davor und danach. Und in der letzten Woche kümmert sich der Zukunftsbürger dann darum, dass wir uns auf YouTube wieder vorbereiten und auf die normale Arbeit wieder vorbereiten. Aber das kriegen wir dann schon. Das haben wir noch jedes Jahr gekriegt. Schauen wir mal, wer nach der Sommerpause noch da ist. Hätte ich gesagt gehabt. Und jetzt vielen Dank fürs Zuschauen. Narrisch. 9. Season. Zum 9. Mal sitze ich jetzt da und verabschiede mich in die Sommerpause. Das ist schon narrisch. Das ist wirklich krass, wie die Zeit vergangen ist und was in den 9 Jahren alles passiert ist und so. Krass. Vielen Dank für die schönen Urlaubswünsche. Das freut mich sehr. Geil, viel merci für deine Euro. Du hörst jetzt auf in die letzten 10 Sekunden da übereinander zum Donaten. Jetzt fix. Noch nicht geh, Schnief. Danke fürs Danke vom Danke-Mann. The last of me. Jetzt schaut es lang, ins der Trottel. Meine Damen und Herren, bis am 30. August hauen Sie sich hinein. Wir kannten aber auch noch schnell einen Fingerbrumsel 11.000 bauen. Jeder Handwerker weiß, was die Bewegung bedeutet. Und auf 120 aufdrehen. Schlagei. Das ist okay. Und jetzt schleicht euch! Ich wünsche euch was. Ich bin ja im Discord ab und zu da, so ist es auch nicht. Ich sitze sowieso den ganzen Tag vor dem PC. Das Jahr rede ich mir übrigens auch nicht, dass ich weg bin von dem PC. Das rede ich mir einfach gar nicht aus, lass mal bleiben. Und jetzt schleicht euch. Ich muss kurz genießen, was? Erster Step in Richtung, legt's mir alle am Arsch einen Monat lang. Und ich hätte noch gerne ein schönes Schötrapse ab in den Chat. Und jetzt schleicht's euch. Okay, tschüss!